Die Digiwiesen, Mittagswiesen ist zurück. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen, Mahlzeit oder was weiß ich, was auch immer. Ich freue mich auf euch heute wieder zu einer spannenden Diskussionsrunde. Heute mit sehr viel, ja, ich sage mal Jura und auch ein bisschen über Hass und Hetze im Internet wollen wir sprechen. Haben dafür auch sehr spannende Gäste eingeladen. Bevor wir die aber vorstellen, ein ganz herzliches Grüß Gott an dich, Andi. Schön, dass du heute wieder dabei bist und mit mir die Mittagswiesen rockst. Ja, super, dass ich das machen darf. Servus beieinander da draußen in der Welt, die uns alle zuhören. Ich freue mich riesig, dass ich wieder Co-Moderator sozusagen vom Digiwiesen-Chef sein darf. Und bin mal auch schon sehr gespannt auf das Thema heute, weil es natürlich etwas ist, was viele, ja, insbesondere Menschen aus der Politik, aber auch sehr viele Privatpersonen immer noch betrifft. Ja. Und insofern gutes Thema, wieder ein gutes Thema, das du ausgesucht hast, wie schon, ja, wenn ich jetzt vorausschaue auf die Digiwiesen, Mittagswiesen, was wir alles an Themen haben, tolles Programm und das, was schon war, auch. Wie war es gestern eigentlich? Du erstmal trinken wir. Prost. Also erstmal hier wieder ein Prost an euch alle auf eine gemütliche Mittagswiesen. Gestern habe ich ja keine Zeit gehabt. Gestern war super. Wir haben das Thema IT-Security ein bisschen durchleuchtet und warum wir eigentlich diese Schwierigkeiten haben in den Unternehmen, ja, sich mit dem Thema Sicherheit und Sicherheit zu beschäftigen. Und da waren viele spannende Ansätze auch da und wir müssen einfach schon sehr früh einsteigen, die Sensibilisierung der Mitarbeiter, aber auch der nächsten Generation sehr früh abzuholen und einfach sich bewusster und mit IT und mit den IT-Möglichkeiten und mit Datensicherheit zu beschäftigen. War eine spannende Runde mit dem Sicherheitsnetzwerk München zusammen. Sind ja die Chefs schon ausreichend sensibilisiert? Das hoffen wir, dass wir die dann in der Chefsache Security wieder hervorholen werden. Die startet am 15. November. Was ist das? Die Security-Woche. Ja. Da reden wir eine Woche lang nur über IT-Security in 3 Bausteinen. Jetzt machen wir schon ein bisschen Werbung dafür, okay. Wir machen in der Früh ein Morning Briefing, so von 8:30 Uhr bis 9:15 Uhr, dass man sich ein bisschen reinschnuppern kann. So die wichtigsten Informationen rund um IT-Security eine Woche lang jeden Morgen schon mal bekommen. Dann haben wir nachmittags, so gegen 17 Uhr, einen Deep Dive. Das heißt, jetzt richtig ein bisschen Fortbildung, Weiterbildung hin zum Thema IT-Security. Und am Abend machen wir es ganz leger, sitzen wir an der Bar und haben einen Bar-Talk mit den Leuten, wollen einfach die Unternehmen oder besser gesagt die Menschen bei den Unternehmen besser kennen. Wer sich dafür interessiert, wird wahrscheinlich in Kürze Informationen beim German Mittelstand finden auf der Website. Sollte er, wenn er schlau ist, hat er schon unseren Newsletter abonniert, german-mittelstand.network. Und wenn er jetzt schlau werden will, dann sollte er es jetzt noch tun, wenn er es noch nicht gemacht hat. Und ansonsten verfolgt uns weiter auf den sozialen Medien. Ihr dürft auch ab und zu mal ein Like da lassen. Jetzt muss ich die Like-Wette auch schauen. Also eure Vielschaus, ja, sage jetzt mal zu dir, um den Move zu finden zum Thema Hate Speech. Ich weiß nicht, ob eure Vielschaut schon Hate Speech ist. Ja, das ist ja ein Kompliment eigentlich, oder? Das weiß ich nicht. Das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters oder in dem Fall im Gehör. Nee, du eure Vielschaut, das sagt man zu seinem Spätzl. Ja, oder du euer Depp. Ja, das ist ja liebevoll umschrieben. Okay, das darfst du aber auch einen zurückgeben. Komm. Nein, gib dir doch nichts zurück. Das kommt dann während der Live-Sendung. Ich schreibe da dann schon einen drüber. So ist es nicht. Das ist so viel zu dem Thema heute. Vielleicht noch ein ganz kleines Anekdote, die ich vielleicht noch erzählen möchte. Hier am Nockherberg, deswegen sind wir morgen in Aschheim bei der Norris Network den ganzen Tag beim Himmel der Bayern. Und am Freitag sind wir auch nicht am Nockherberg. Weil hier gerade nebenan wird umgebaut, also wenn es mal vielleicht ab und zu mal ein bisschen kracht, Mittag startet hier die CDU, die CSU natürlich, mit ihrem Wahlkampfabschluss, wie das auch immer heißt, und die Frau Dr. Merkel kommt. Und in dem Zusammenhang, die hat mir vorgestern auch ein kleines nettes Mail geschickt. Wir haben ja eine kleine Historie miteinander und bedankt sich nochmal für die Einladung und hat ein bisschen resümiert über die letzten 16 Jahre, was ich echt nett fand, wie sie das formuliert hat, weil wir etliche Hannover-Szenen, CBC miteinander gehabt haben. Aber sie kommt leider nicht, aber wünscht uns allen natürlich eine spannende Digiwiesen. Das so mal kurz am Rand nochmal erzählt. Dann wen hast du heute eingeladen? Möchte ich noch kurz eine Rule erzählen. Das sage ich auch gleich. Die Rules an unsere Gäste. Bitte die Mikrofone ausschalten. Weil wir machen hier einen Livestream und das heißt, man hört auch, wenn ihr dann nebenan eine Pizza bestellt, hatten wir gestern, oder die Kinder schimpft, hatten wir vorgestern,
Also dementsprechend schaltet eure Mikrofone aus. Wenn ein Hund ruft, das ist so das, wenn ich mich dann von... Also ja, du rufst den Hund, das passt da. Ich werde meistens geschimpft im Hintergrund, aber das ist immer was anderes. Ja, also wir haben heute ein spannendes Thema, spannende Gäste und wir wollen jetzt nach und nach natürlich unsere Gäste dazu einladen, wie üblich, und begrüße, wen nehmen wir denn als erstes? Ich würde mal sagen, unseren Hauptsponsor, der Herr Astel, Joachim Astel, Achim auch genannt. Du darfst gerne zu uns kommen, hier mitten auf dem Platz. Du willst lieber essen? Ja, dann isst erst mal. Dann kommst du ein bisschen später. Dann holen wir doch den Hausherrn dazu. Dann holen wir den Hausherrn dazu. Das ist eine ganze Kamerascheu. Ja, der Horst Rettich, oder? Ja, das sollte nicht, ja genau, der sollte eine Kamerascheu sein. Bei dem müssen wir erstmal Danke sagen, dass wir hier... Also erstmal schön, dass du da bist und dass du dazu zu uns kommst. Bitte schätze dich zwischen uns. Genau. Ohne meine Cola komme ich nicht. Das ist immer gut. Servus. Schön, dass du da bist und danke für ein fantastisches Spiel. Ja, freut mich, dass du bist der Geschäftsführer von München TV. Unter anderem, ja. Unter anderem, also das erzählst du uns jetzt auch nochmal gleich. Über den Nacht und den Tag, damit wir auch möglichst viele Zuschauer einsammeln können mit der Sendung. Und bislang ist es beeindruckend. Wir hatten am Samstag 2,1 Millionen Zuschauer, hatten am Sonntag 1,4 Millionen Zuschauer und am Montag wieder 1,9 Millionen. Also richtig schön. Da hast du jetzt gerade eine Frage beantwortet, die meine Frau gestern Abend gestellt hat. Wie viele Leute schauen denn da immer so zu? Weil wir gestern Abend auch reingeschaut haben und dann konnte ich hier die Frage nicht beantworten. Also da ein Haufen Menschen. Also tatsächlich richtig viel. Wir sind mit München TV ohnehin der größte Lokalsender in Deutschland, haben nach unseren Hochrechnungen unter dem Jahr immer zwischen 300 und 310.000 Zuschauer am Tag. Damit sind wir schon relativ groß. In den letzten 3 Jahren haben wir da die Zuschauerzahlen verdreifacht. Und tatsächlich ist dann so eine Veranstaltung wie die Wiesn mit einer so großen Zuschauerzahl schon was Besonderes fürs Lokalfernsehen. Und das ist für uns jedes Jahr eine Herausforderung. Und da geben wir alles. Und der letzte Anstoß, das Studio schön zu machen, war, als ihr gesagt habt, ihr wollt hier rein. Genau. Da haben wir gesagt, jetzt müssen wir es richtig schön machen. Genau, du hast den Besen aber in die Hand genommen. Ist gelungen. Naja, ich hatte ja die Nicht-Wiesn sozusagen ja genauso getroffen, letztendlich wie, glaube ich, uns alle am Ende des Tages. Mussten ja alle irgendwie kreativ werden und Alternativen finden. Wir haben die Digi-Wiesn gefunden als Alternative. Du hast jetzt hier ein spannendes Programm. Wir sind Wiesn auf den Weg gebracht mit Reminiszenzen und Bildern von vergangenen Jahren, wo man immer wieder nett reinschaut und auch spannenden Gästen, die dann abends immer da sind. Also Kreativität im Mittelstand ist eine gute Sache. Naja, wir haben tatsächlich mit der Corona-Krise schon schlimm gelitten, haben dann das allerdings auch als Chance schlimm gelitten, weil wir müssen ja unser Programm weitersetzen, müssen aber Corona-Maßnahmen treffen. Das heißt, wir haben unsere Redaktion in 3 Schichten eingeteilt. Wenn man plötzlich so eine Redaktion drittelt, braucht man insgesamt mehr Menschen. Das heißt, wir konnten niemanden in Kurzarbeit schicken, haben wir bis heute nicht getan. Wir mussten ein bisschen aufrüsten, um das alles stemmen zu können und auch Corona-Fälle, die wir auch hatten, ausgleichen zu können, weil unsere Leute haben sich ja immer viel draußen bewegt. Und insofern hatten wir ein bisschen größeren Aufwand und uns sind natürlich die Umsätze weggebrochen. Es gab keinen Tourismus mehr, es gab keine Veranstaltungen mehr, wo wir sonst immer sehr stark drin sind. Und der Einzelhandel, brauche ich auch niemand erzählen, war plötzlich auch weg. Er ist bis heute weg. Ja. Und insofern waren das schon keine schönen Zeiten, aber wir haben das genutzt, um unser Haus hübsch zu machen. Wir haben die komplette IT renoviert für ein Vermögen und da muss ich sagen, dass da meine Gesellschafter auch mitgezogen haben, ist sehr ehrenwert. Wir haben das komplette Kameraequipment gewechselt. Wir haben nochmal 7 neue Sendeformate an den Start gebracht, machen mittlerweile 5,5 Stunden Programm. Wir hatten ursprünglich vor 3 Jahren 1,5 Stunden.
und haben uns in den letzten 3 Jahren auf 5,5 Stunden gesteigert, haben dadurch sehr unterschiedliche Formate für unterschiedliche Zielgruppen, können dadurch sehr gut Menschen einfangen und neue Menschen für uns gewinnen. Dank diesem HBB-TV-Tool, das ist eine Messung übers Internet, sehen wir, wie viele Menschen uns schauen und wie lange die uns schauen und an welchen Stellen bleiben die gerne dran, wo steigen die aus und können dadurch unser Programm modellieren, sowohl von den Sendezeiten als auch von den Moderatoren, von den Themen. Und das ist hochspannend und dadurch entwickeln wir uns tatsächlich in den Zuschauerzahlen sehr schön und haben die Zuwächse fast ausschließlich mit Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, was man ja dem Fernsehen und dem Lokalfernsehen schon gar nicht so richtig zutraut. Aber es funktioniert. Wie viel Anteil ist mittlerweile bei euch Internetstreaming, also sozusagen lineares Fernsehen versus On-Demand? Das ist einer für mich der größten Mythen überhaupt, ja? Dass nur noch Netflix, nur noch Streaming, ja? Wenn wir einen normalen Tag haben mit 300.000 Zuschauern, dann ist unser Streaming irgendwo bei 1200, 1500 Zuschauern. Das heißt, ein ganz geringer Teil. Das Wesentliche bei uns ist tatsächlich, und da findet auch das Wachstum statt, der Satellit. Das war auch ein sehr spannendes Thema in der vergangenen Zeit. Man hat das Lokalfernsehen neu organisiert und hat das neu aufgeteilt. Und dann einige Sender sich jetzt den Satelliten teilen, mit den Zeiten teilen, teilweise gemeinsames Programm. Lokalsender in Bayern, die noch einen eigenen Satellit haben, ist München TV. Und der zweite Sender, den ich verantworten darf, TV Ingolstadt, den wir vor 2 Jahren gegründet haben, hat auch einen eigenen Satellit. Und tatsächlich sind wir da sehr dankbar für, weil da findet das Wachstum statt. Und wenn man ein sehr intensives und sinnvolles Social Media Marketing macht, dann kann man die Leute tatsächlich aufs lineare Fernsehen bringen und dann finden die sich gerne auch wieder vor dem Fernseher wieder und nicht nur vor dem Rechner. Wobei uns dann natürlich auch unsere Inhalte entgegenkommen. Lokales, schöne Bilder, ja, Menschen. Ja. Das sind Dinge, wo man auch gerne ein Bild hat, in einem Format hat. Ja. Und das Wichtigste war, und da jetzt wirklich auf dem Niveau von den Öffentlich-Rechtlichen unterwegs sind. Wenn man in unsere Wiesensendung reingeht, glaube ich, kann man es auch sehen, dass wir hier weder an Kameratechnik noch an Licht noch an Einrichtungsarbeiten gespart haben, weil sonst gibt es einem kein Licht was, wenn man nicht einen guten Menschen hat, der das auch entsprechend einrichtet. Und das Team, was wir da haben, mittlerweile immerhin 87 Leute, hoch engagiert und hoch motiviert und tatsächlich 70% dieser Menschen unter 30. Okay. Also dann, liebe Mittelständler da draußen, wenn ihr mal Geld übrig habt, gute Werbung machen wollt, bei München TV brummt's, da ist was los und da kann man zumindest bei diesem Großraum oder wahrscheinlich sogar weltweit über Satellit viele Menschen erreichen. Und im Zweifel müsst ihr mit ihm reden. Jetzt während der Krise wirklich weltweit. Wir haben, das ist ein Phänomen. Wir haben in den letzten Tagen relativ konstant immer zwischen 28.000 und 36.000 Zuschauer, selbst in China. Echt? Okay. Wie es funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist so. Ja. Und wir haben sehr viele Zuschauer in Australien, Neuseeland. Wir haben sehr viele in Kanada. Eigentlich das einzige Land, was so präsent im Kopf ist und wir nie mehr als zweistellig sind, ist Frankreich. Frankreich mag uns nicht. Aber die Italiener sind gut dabei, die Österreicher. Ja, aber Frankreich hat kein großes Interesse an einer Wiesensendung. Jetzt müsste man wahrscheinlich mal die Besucherstruktur, jetzt bräuchte man Clemens Baumgärtner hier als Wiesenchef, die Besucherstrukturen sozusagen mal zu analysieren. Ob das sich da auch widerspiegelt, sozusagen, was die internationalen Besucher angeht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben eine spannende Frage. Clemens, musst du mal nachrecherchieren, ob Franzosen anteilsmäßig auch bei der morgen Nachmittag in Aschheim dann eine Lösung präsentieren. Genau. Nee, aber ich glaube, das sitzt gerade mal im Flieger und wahrscheinlich ist das morgen wieder da. Ja. Aber er ist gestern angekommen. Ist er gestern angekommen und fleißig wie er ist, habe ich ihn gestern Abend schon leicht übermüdet auf einer Veranstaltung getroffen, wo er aber wieder die Stellung gehalten hat bis in die Nacht. Jetzt hast du ja hier auch
eine tolle Mannschaft. Ich habe das ja ein bisschen kennenlernen dürfen. Das wäre eine große Freude. Das macht viel Spaß, auch hier nur als Besucher da zu sitzen. Wie ist es, wenn du wirklich 16 Tage lang Vollpower führst? Also mir geht es ja auch, wir sind hier nicht in Vollpower. Ich verspüre es dann auch in den Knochen. Sind deine Moderatoren und Moderatorinnen dann durch oder musst du die erst mal 4 Wochen wegschicken? Also tatsächlich, da ist die Mannschaft durch. Wir haben jeden Tag zwischen 120 und 129, die 130 schaffen wir nicht, Mitarbeiter auf den Beinen, um die Sendung zu fahren. Sowohl im Sender jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Und tatsächlich hat die Arbeit ja schon ungefähr 6 Wochen vor der Wiesn begonnen, wo wir Inhalte, Strukturen schon haben schaffen müssen, neben unserem normalen, klassischen Tagesgeschäft. Das kommt ja oben drauf. Es ist also ganz klar, da darf nichts anderes leiden, sondern da wird den Leuten wirklich gesagt, Leute, die Wiesn steht an, wir müssen jetzt einfach eine Schippe nochmal draufpacken. Und es ist ein Phänomen, wie viel Spaß das den Menschen macht, wie gerne sie das machen, wie sie es genießen, dass sich der Sender entwickelt und wächst, wie sie sehen, es gibt immer neue Chancen, auch gerade jungen Leute, wenn die sehen, es kommen wieder 5 Formate, dann heißt es, es gibt Chancen. Es gibt jemanden, der die Redaktion verantworten kann, es gibt jemanden, der die Moderation machen kann und was dann auch in der Freizeit trainiert wird. Wir haben eine sehr gute Schulungsleiterin, das war eine der ersten Maßnahmen, als ich zum Sender gekommen bin, vor 3 Jahren, die wirklich täglich mit den Leuten arbeitet. Wir schicken die Mitarbeiter nicht nur 2-mal wie früher zu einer Schulung bei der BLM, sondern es wird täglich mit den Leuten gearbeitet. Und die Leute schätzen das, nehmen das an und machen das tatsächlich in der Freizeit. Und da kann ich nur sagen, das Team ist mittlerweile wirklich der Wahnsinn. Kompliment, toll. Aber der Chef tut ja auch dafür einiges, dass das funktioniert. Ich tue zumindest nichts dagegen. Ja, wir haben das Thema Leadership ja bei uns auch immer wieder. Deswegen ist es ja spannend. Du musst ja viele Flöhe hüten. Und ich glaube mal in der Medienlandschaft, vielleicht bin ich da komplett falsch, aber das kannst du ja gleich erklären, hast du ja sehr viele Eitelkeiten, muss ich jetzt mal sagen. Also sehr viele Personalities, die natürlich sehr stark sind und alle irgendwo ihre Präsenz haben und suchen. Da ist, glaube ich, das Team, also Leadership, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Also tatsächlich das meiste meiner Arbeitszeit nimmt tatsächlich die Personalarbeit ein. Wobei Personalarbeit hat auch immer was mit Themen zu tun. Ja. Viele Leute kriegt man ja einen Griff über die Themen, die man ihnen gibt. Ja. Und ich glaube, dass das nie das Entscheidende ist, dass jeder an der Position spielt, wo er auch hinpasst und wo er auch dann sich entwickeln kann und Freude hat. Und das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind dann ein enges Team von 4 Menschen. Ganz eng arbeite ich gerade, wenn es um Personal geht, mit meiner Chefredakteurin, der Marion Gehlert, die da auch ein sehr gutes Gefühl und Verständnis hat, sehr eng mit meiner Marketingleiterin und Stellvertreterin von mir, der Frau Ofer, und unserem Technikleiter, der nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Kollegen hat, den Herrn Matsche zusammen. Und wir 4 gucken, dass wir da die Leute entsprechend entwickeln, an die richtigen Positionen bringen. Und ich glaube, dass das Mitentscheidende ist, alle 4 mögen wir Menschen. Wir haben Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Und wir haben ein großes Interesse, dass sie sich entwickeln, weil nur dann wird sich auch der Sender entwickeln. Und das wissen alle zu schätzen und das danken viele. Und insofern, glaube ich, haben wir mittlerweile eine richtig tolle Atmosphäre. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man abends unterwegs ist. Da ist auch, wenn dann die Bedienung ausfällt, sich die Redakteurin nicht zu schade zu sagen, heute Abend mache ich das. Ja. Dann holpert es halt ein bisschen, weil die halt nur 2 Kröte tragen kann. Ja. Aber es wird charmant gelöst. Und das finde ich schon enorm, was da unsere Leute auf die Beine stellen. Toll, also ganz großes Kompliment. Ja. Sauber, oder? Das finde ich super. Ich habe schon überlegt, einen kleinen Werbeblock einstreuen. Wir haben uns ja als Kleinmittelstand erstmal einen GM Campus aufgemacht und bieten im Oktober noch einen 3-teiligen Online-Workshop an, also für Führungskräfte, wie man aus einem Team ein Weltmeisterteam formt. Ganz spannende Einblicke, wo man wahrscheinlich vieles auch schon kennt, aber so mal komprimiert, nochmal rangeführt
zu werden, sich auszutauschen, ein bisschen zu trainieren miteinander auf Unternehmer-, Geschäftsführerebene, also C-Level-Position heißt. Also lade ich dich herzlich ein, sei auch mit dabei, das wird bestimmt eine sehr gute Runde. Wir kennen den, Uwe Neumann macht dieses Webinar, wir haben ihn kennengelernt auf dem Schiff, eine Woche lang hat er uns schon einiges gezeigt zu dem Thema und ich kann jetzt schon versprechen, das wird bärdig. Ja, ich glaube, das ist eines unserer wichtigsten Themen, das Personal. Ja. Ohne das haben wir Pech, dann wird's nichts. Ja, so ist es. Und bei uns vor der Kamera ja noch mal mehr. Wenn da die Leute nicht funktionieren, dann geht's nicht. Ja klar, dann ist ja gleich. Also du siehst das Ergebnis. Das ist das Ergebnis, weil sonst wären wir jetzt im Live-Fernsehen oder im Live-Internet, ja, wenn wir als Team viel besser werden. Spaß liegt an ganz anderen Sachen. Wen wollen wir noch dazu? Ich hätte eine Idee, weil er vorher behauptet hat, dass seine Gesellschaft alles, was er so macht, mittragen. Wir könnten jetzt einen dazu holen, der Gesellschafter dort ist und ihn mal selber fragen, ob das stimmt, was er da erzählt hat. Dann haben wir nämlich einen schönen Übergang zwischen Medien und Juristerei, weil wir dann auch gleich nochmal unseren anderen Gast dann später dazu holen. Aber jetzt holen wir den Dr. Franz-Georg Strauß bitte zu uns in die Runde. Servus Franz, du darfst dich bitte hier neben dem. Da muss ich ja gleich stramm stehen. Hallo Herr Strauß. Setz dich zu uns bitte. Immer gerne. Wunderbar, perfekt, danke dir. Der Franz, das darfst du jetzt einmal vorstellen, was der bei uns macht. Der Franz, der Franz ist Mitgründer vom German Mittelstand, was ich großartig finde. Und er macht eine ganz wichtige Funktion im Verein, nämlich unser Schatzmeister. Er sorgt dafür, dass das Geld ordentlich verwaltet wird und das hat er halbwegs im Griff, glaube ich. Aber ich bin Mitgründer des Wiesenfernsehens. Siehst du? Ja, das ist ja ganz andere war ich an der Stelle von Herrn Rettig. Wir hatten damals, ich muss leider, Gott sei Dank sagen, wir hatten einen Mitarbeiter, das war Thomas Zecker, der hat die Technik gemacht, der kam mit dem völlig verrückten Gedanken, von der Wiesn zu übertragen, aus einem Zelt. Und wir haben damals einen Wiesenwirt gefunden, der ganz neu angefangen hat, der hat erzählt und der wollte was neu machen. Und da hat er gesagt, da könntest du da oben ein paar Tische haben. Und das war damals also ein fürchterlicher Aufwand, weil wir damals noch Kupferkabel legen mussten. Und wir haben denen gesagt, da kann nichts brennen. Die Stadt München hat uns gezwungen, jeden Tag alle Kabel zu bauen, alle wegen Brandgefahr. Also war damals ganz verrückt. Und wir haben es wirklich schwer gehabt und haben nicht gewusst, ob wir weitermachen können im Jahr darauf, weil eben allein schon das war finanziell eine Katastrophe. Der Moderator war der Günter Wolfbauer, ehemaliger Sprecher der Stadt und ehemaliger Stadionsprecher von 1860 München. Und so ein Moderator muss ja reden können, wenn die Gäste auch nicht kommen. Der war allein da oben, der war halt dieser Stadionsprecher, der konnte einfach reden. Der Günter Wolfbauer konnte stundenlang reden, wenn kein Gast da war. Der war richtig gut und dann haben wir aber, wie gesagt, wir hatten Angst, im Jahr darauf nicht weitermachen zu können und dann kam RTL. Und RTL hat damals gesagt, wir wollen auch von der Wiesn übertragen. Wir sind RTL, wir stellen da einen Ü-Wagen hin und da ziehen wir die Kabel. Hat die Stadt München gesagt, wir haben es denen verboten, euch verbieten wir es auch. Nein, wir sind noch das dicke RTL. Also Ergebnis war, die Stadt München hat es verboten. Der RTL durfte keinen Ü-Wagen aufstellen, mit dem Ergebnis, dass die eine Anti-Wiesn-Sendung gemacht haben. Also nur kann die Wiesn auch von der bösen Seite her zeigen. Betrunkene, das tun sie alles. Das machte genau München TV, machte genau diese Seite der Wiesn richtigerweise nicht. Die macht die nette Seite der Wiesn. Und RTL hat sich gerecht. Und dann hat die Stadt München damals gesagt, oh verdammt, normal an dem Lokalfernsehen haben wir wirklich nette Leute, die zeigen ja die Wiesn so, wie wir sie der Welt zeigen wollen. Und damit war RTL für alle Zeiten raus und wir waren gesetzt. Das war der Anfang der Wiesn-Sendung. Also ich kann nur eins sagen, dafür bin ich Ihnen dankbar. Nein, er muss wirklich sagen, der Thomas Zecker leider verstorben vor 2 oder 3 Jahren. Er war ein Verrückter. Da habe ich angerufen und habe gesagt, können wir das machen? Da sage ich, ja, ich werde mal mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer sprechen. Habe danach angerufen und gesagt, da gibt es ein Problem. Ja, ich habe schon Ü-Wagen bestellt, das geht jetzt nicht mehr anders. Der hat immer gleich bestellt und gemacht. Der hat eigentlich nichts gekümmert und hat finanzielle Risiken. Der kannte nichts. Der Thomas Zecker war ein positiv gesehen Verrückter. Wann war das? Also nur das war 1993. Also wir vom Nockerberg haben wir eine Live-Sendung gehabt. Vom Münchner Lokalfernsehen aus, da haben wir abends eine Tanzart, glaubt man nicht, übertragen und immer die Münchner Leute interviewt. Peter Pongratz hat das Ganze hier möglich gemacht und hat eine riesen Beleuchtungsanlage reingebaut, extra für uns und dann ist er vom Nockerberg abgebracht. Ja, genau. Ja. Also hier habe ich schon den Begriff, also hier muss ich sagen, wirklich ist er fast zu Hause in Anführungszeichen, was also Lokalfernsehen so betrifft. Mega interessant. Dann seid ihr beide sozusagen die Wiesenfernsehmänner. Nein, hier sitzt doch zu 100%, hier zu 0%. Ja. Genau. Also das gleiche wir uns von
hinten zur Brust ins Auge und machen auch ein bisschen Wiesen. Ich habe das früher mal, ja, wie gesagt. Aber das war der Ursprung und tatsächlich ist das eine wesentliche Säule für München TV, weil tatsächlich wir haben nie solche Reichweiten wie zur Wiesn und dafür steht der Sender und tatsächlich zu normalen Zeiten, wenn die Wiesn auch stattfindet, lässt sich damit auch tatsächlich ein sehr gutes Geld verdienen, weil logischerweise von der Reichweite medial zu nutzen, ist für viele Unternehmen spannend. Man ist in einem angenehmen Umfeld, in einem Umfeld, wo sich jedes Unternehmen wohlfühlen kann, weil es ist nur positive Stimmen unterwegs. Und wenn man da eingebettet ist, egal ob mit Spot oder mit Product Placement oder indem man irgendeinen Beitrag sponsert, ja, oder vielleicht sogar man gemeinsam eine Aktion macht mit den Zuschauern, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das nutzen viele gerne. Das ist natürlich eine spannende Herausforderung für die Moderation jetzt so von Wohlfühl, also nicht falsch von Wohlfühl-TV, ihr zeigt ja die positive Seite des Lebens, auch schön, zu dem Thema, was wir heute auch ein bisschen beleuchten wollen, von Wohlfühlen und nicht so Wohlfühlen, wenn schlecht über einen gesprochen Der wird. Franz hat vorhin schon ein Stichwort gesetzt. Ja? Dass man gerne die Bilder zeigt von der schlechten Seite. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Bilder einfangen und Bilder sehen und Bilder zeigen, dass man gerne mit dem Negativen sich beschäftigt. Und dann laden wir unseren nächsten Gast ein. Ja, oder auch mit Menschen, oder einfach über Menschen Dinge behauptet, die halt schwierig zu beweisen sind und gar nicht bewiesen werden können, aber halt einfach mal so irgendwo stehen, ne? Ganz schnell. Ja, wen hast du noch eingeladen? Einen Satz wollte ich dazu noch sagen. Zur Wiesn, nämlich dem Herrn Rettig, wollte ich ein herzliches Dankeschön sagen. Jetzt habe ich eine Flasche Wein mitgebracht. Jetzt werden Sie sagen, ja, der bringt irgendeine mit, die er hinten im Keller gefunden hat. Nein, das ist keiner, den ich hinten, auch wenn er schon kaputt ausschaut, das ist ein Flutwein von der A. Alle, die hier geschäftlich zuschauen, möchte ich sagen, wenn Sie Weihnachtsgeschenke für Spätzle haben oder für die Firma, kauft diesen Wein, weil einfach die Winzer da sitzen und die brauchen das. Und eine Flasche habe ich heute Flutwein A mitgebracht, die gebe ich jetzt in den Boah, herzlichen Dank. Sehr schön. Für diese tolle Sendung, die er da jeden Abend Vielen Dank. da ermöglicht. Perfekt, super. Ja, jetzt laden wir unseren nächsten Gast ein. Das ist der Staatsminister für Justiz hier in Bayern, das ist Georg Eisenreich. Lieber Georg, schön, dass du da bist. Servus. So, du schützt schon die Flasche, das ist ein Bild. Nein, weil das auf dem Bild steht. Du passt halt auf, das sind die Leute. Hallo zusammen. Lieber Georg, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Du bist ja schon mittlerweile ein Stammgast bei der Digi gewesen. Wie geht's dir denn? Einige Tage vor der Bundestagswahl ist meine Antwort immer, persönlich geht es mir gut. Also fit und wach, aber angespannt, sagen wir. Naja, einige Tage vor der Bundestagswahl, ihr kennt alle die Situation. Also Wahlkämpfe sind sowieso in den letzten Tagen und Wochen immer unter Anspannung und die Lage ist jetzt nicht so leicht. Es sind große Entscheidungen. Ich glaube, dass viele Menschen noch gar nicht richtig sehen, dass es jetzt am Sonntag nicht um Oberflächlichkeiten geht, um Haltungsnoten, sondern wirklich um die Frage, welchen Weg Deutschland gehen wird. Und das ist wirklich eine Richtungsentscheidung, ob es weiterhin eine bürgerliche, stabile, sichere Politik gibt oder ob es wirklich in vielen Bereichen einen Systemwechsel gibt. Und da fehlt, ich hab den Eindruck, dass beim Teil dieses Bewusstsein noch nicht da ist. Und da haben es immer noch ein paar Tage bis zur Wahl und wir kämpfen um jede Stimme. Das ist so schön. Das ist immer ein Ansporn sozusagen. Was darf ich dir denn zum Trinken machen? Ich hätte gerne ein Helles. Ein Helles. Darf ich dich bitten? Danke. Wunderbar. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, über Medien ein bisschen gesprochen. Wir haben so ein bisschen das Thema aufgenommen. Wir wollen ein bisschen mit dir ernster werden, sozusagen. Es ist ja eine bunte Welt, die uns da begegnet, aber die bunte Welt ist natürlich auch hat immer eine Schattenseite und die Schattenseite ist Hass und Hetze im Internet. Ein Fokus oder ein Herzensthema, sage ich mal, von dir, würde ich auch mal behaupten, von uns beiden. Wir hatten auch schon damals auch einen Talk diesbezüglich dazu. Wie empfindest du sozusagen die letzten Monate? Sind wir wieder auf einem Weg, der besser geworden ist? Weil wir hatten ja doch eine sehr harte Zeit, so gerade während der ganzen Lockdown-Zeit wurde, glaube ich, viel mehr gedisst als wie heute. Oder hat sich das entspannt oder fühle ich das noch?
Du meinst das Thema Hass und Hetze im Netz, ob sich das entspannt hat? Nee, das hat sich überhaupt nicht entspannt. Wir beide sind ja, oder alle hier bei der Digiwiesen sind ja digital affin. Dieser Weg in die digitale Zeit, in die digitale Welt, wir finden den total spannend. Ich war ja, bevor ich Justizminister war, Digitalminister, und da war der Fokus natürlich immer drauf auf den Chancen, die wir ergreifen wollen. Und wie so oft, wenn es Möglichkeiten gibt, dann gibt es auch Menschen, die diese Möglichkeiten missbrauchen. Es gibt Kriminelle, die die digitalen Möglichkeiten für Cybercrime missbrauchen. Das ist ein großer Schwerpunkt bei mir. Und andere, die meinen, das Internet ist ein rechtsfreier Raum und man kann dort tun und lassen, was man will. Und da ist ein wirklich großes Problem, Hass und Hetze. Ist ja nur ein kleiner Teil, aber das Internet gibt diesen Menschen Räume für die Verbreitung von Hass und Hetze, dass man inzwischen sagen muss, das gefährdet wirklich unsere Demokratie, und darum habe ich da auch wirklich eine ganz klare Haltung. Hass und Hetze muss man entschlossen bekämpfen. Definitiv. Aber trotzdem dürfen wir erstmal anstoßen. Prost. 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 Gut schon. Wohl, die Herren. Gut schon. Gut schon, genau. Prost auch da hinten. Ich habe schon gesehen, ihr habt die Kamera ausgeschaltet. Soll ich zeigen, was beim Essen. Jetzt bist du natürlich der Justizminister und nicht der Innenminister. Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, wie das funktioniert, bist du eigentlich dafür da, die Gesetze zumindest mal vorzubereiten. Verabschiedet werden sie natürlich vom jeweiligen Parlamenten, und der Innenminister in der Regel für die Durchsetzung der Gesetze, jetzt mal ganz pauschal, grob übernommen. Haben wir denn was Hate Speeches, Hass und Hetze im Internet anbelangt, ein juristisches Problem im Sinne von Legislative, oder haben wir ein exekutive Problem im Sinne von Durchsetzung von eigentlich bestehendem Recht und Ordnung, was das Thema Beleidigung, ich bin kein Jurist, aber so heißen. Wie ist da deine Einschätzung? Also wenn man mal die zwei Ebenen auseinanderhält, das eine ist die rechtliche Ebene. Da ist es ja so, das Strafgesetzbuch, du hast es ja schon gesagt, Beleidigungen oder auch Verleumdungen, Volksverhetzung, diese Straftatbestände, die gibt es, und die gelten natürlich jetzt in der realen, in der analogen Welt genauso wie in der digitalen Welt. Da haben wir jetzt mal vom Grundsatz kein Defizit, könnte zum Beispiel im Beleidigungsstrafrecht, ist das geregelt. Aber es ist natürlich wesentlich schlimmer, weil wir zum Beispiel bei den Ermittlungen Schwierigkeiten haben. Es gibt keine Verkehrsdatenspeicherung, weil wir teilweise soziale Netzwerke haben wie Facebook, die mit den Strafverfolgungsbehörden einfach nicht kooperieren. Ich bin mit Facebook seit 2-3 Jahren wirklich, man muss fast sagen, im Streit, weil ich erwarte, dass wenn eine Staatsanwaltschaft eine Anfrage stellt zu einem Urheber von Volksverhetzung, von Verleumdung, dass wirklich Facebook ohne Wenn und Aber dann die Auskünfte erteilt, und es ist leider teilweise nicht so. Also im rechtlichen Bereich würde ich mal sagen, ist es vom Grundsatz geregelt, wie in der analogen Welt auch. An bestimmten Stellen muss man nachbessern, aber die Durchsetzung ist im Netz natürlich wesentlich schwieriger. Und wir sind hier eben auf Kooperation auch angewiesen. Ganz konkret nachgefragt, so als einfacher Bürger, was könnte man tun? Müssen wir die Polizei aufrüsten? Müssen wir die Gerichte möglicherweise aufrüsten? Ich war gerade beim Landgericht und beim Einlass musste ich dann, also ein kleines Bonbon am Rande, musste ich dann einen Zettel tatsächlich ausfüllen wegen Covid-19. Und ich habe gefragt, habt ihr keine Luca-App oder irgendwas Ähnliches? Oder nein, haben wir nicht. Also musste ich tatsächlich einen Zettel ausfüllen, den ich dann abgegeben habe mit meinen Kontaktdaten, obwohl ja klar ist, ich bin ja vom Gericht geladen worden, was, wo, wie, warum, weswegen. Also haben wir denn möglicherweise auch eine Gerichtsbarkeit, also eine Judikative gegeben, was auch Nachholbedarf? Also bei den Gerichten selber nicht, und bei den Staatsanwaltschaften, also bei den Strafverfolgungsbehörden, habe ich die notwendigen Maßnahmen schon vor 1,5 Jahren auf den Weg gebracht. Ich habe ja einen Hate Speech Beauftragten ernannt. Das war der erste in ganz Deutschland, hier in München bei der Generalstaatsanwaltschaft in München. Da gibt es eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Und da sieht man auch, wie ich dieses Thema werte, weil diese Hetze
auch wirklich zum Teil eine Vorstufe zu Gewalt ist und ein echtes Problem für die Demokratie ist. Und da haben wir einen Hate Speech Beauftragten, das ist ein Oberstaatsanwalt, der wirklich ein ganz erfahrener Ermittler ist. Und nachdem wir natürlich auch ein Problem in der Fläche haben, habe ich bei jeder Staatsanwaltschaft in Bayern ein Sonderdezernat zur Bekämpfung von Hate Speech eingerichtet. Das heißt, wir haben in Bayern so etwa 25 wirklich hochspezialisierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, die in diesem Thema unterwegs sind. Und deswegen sind wir da wirklich gut aufgestellt. Und wenn man sich die Rankings anschaut, dann sind wir in Bayern in dem Themenbereich auch wirklich bundesweit die Besten. Also es ist ja ein Anspann für die anderen sozusagen, dass man da nachzieht. Wenn du jetzt eine Wunschkiste hättest, was sollte das denn, was sollten wir denn noch mehr verändern in deinem Bereich, in deiner Also das größte Problem sind die sozialen Netzwerke, wobei es da auch Unterschiede gibt. Aber Facebook ist in diesem Bereich nicht ausreichend kooperativ. Das muss man sagen. Das ist ein echtes Ärgernis. Die verdienen viel, viel Geld, ohne ausreichend Steuer zu zahlen. Das ist jetzt nicht mein Bereich, aber ohne ausreichend Steuer zu zahlen. Und dann wirklich die Probleme einfach der Gesellschaft und dem Staat zu überlassen, das finde ich völlig unangemessen. Gibt dann allerdings noch ganz andere Kanäle, die noch schwieriger sind. Telegram zum Beispiel. Es wird dann ausgewichen, zum Beispiel auf Telegram, da ist dann de facto gibt es ja keine Zusammenarbeit. Und diese Netzwerke, die sind eigentlich das, wo wir noch viel stärker entweder kooperieren müssten oder eben regulieren müssten. Also Digitalisierung ist da zum Beispiel also das Thema, wo wir mehr zusammenarbeiten können, auch wir als German Mittelstand vielleicht den Dialog unterstützen können. Und dazu passt dann, glaube ich, ganz gut die nächsten Gastgeber. Hast du noch eine Frage? Ja, tatsächlich. Wenn du da für mich nachvollziehst, du sagst, Facebook ist so wenig kooperationsbereit, glaube ich, so hast du es ausgedrückt, dann stelle ich mir die Frage, warum ist denn Facebook so wenig kooperationsbereit? Wollen die denn Hate Speeches in ihren Netzen oder warum sind sie nicht bereit, auch dagegen vorzugehen? Also Facebook macht schon auch was. Also es ist nicht so, dass die nichts machen, aber die machen zu wenig. Die machen oft nur auf Druck. Und da fehlt mir auch die entsprechende Haltung, dass die wirklich ein klares Bekenntnis abgeben und sagen, jawohl, es ist ein Problem, wir müssen das wirklich entschlossen angehen und dazu kooperieren wir auch umfassend mit den Behörden. Dieses Commitment ist bisher nicht ausreichend da. Selbstverständlich haben die auch interne Standards und die tun schon auch einiges. Und dadurch, dass die Debatte in Deutschland in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr intensiv war und der Gesetzgeber, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja auch 2017 ein gutes Gesetz geschaffen hat, der Bundesgesetzgeber in diesem Jahr nochmal nachgebessert hat, ist auch der politische Druck wesentlich größer und auch die Regelungen sind besser. Aber es ist noch nicht ausreichend. Deswegen werde ich bald mal wieder an Facebook einen Brief schreiben, weil ich 2 Fälle auf dem Tisch habe, wo ich einfach nicht zufrieden bin, wie Facebook damit umgeht. Also, es kommt wieder mal ein Brief von mir. Mark Zuckerberg freut dich drauf, aber sorry. Ja, aber die Geschichte dieser Häuser ist eine des Rechtsbruchs am Anfang. Also das Facebook, wenn man es angeklickt hat, gleich das ganze Adressbuch runterlädt von jemandem. Das hat ja keiner gewusst von den Leuten. Oder YouTube zum Beispiel, da ist ja jahrelang jeder Ware aus. Das ist eine wirklich geklaute Ware, Fernsehserien, also, da hat sich kein Mensch um Urheberrecht gekümmert. Unser Recht ist ja das ganz langsam hinterhergelaufen. Das muss man einfach sehen. Diese Firmen sind alle groß geworden, weil sie sich um das Recht nicht gekümmert haben. Deshalb sind die so allergisch, wenn man mit dem Recht daherkommt. Weil sie sagen, der will uns sofort an die Kasse greifen. Jetzt holen wir aber wirklich den dazu, der das Haus des Internets ist sozusagen. Lieber Achim, schön, dass du da bist. Hi. Achim Astel. Perfekt. Ein bisschen bis zusammenrutschen. Vielleicht auch der Hinweis nochmal nach draußen auch natürlich. Wir sind alle getestet, wir sind geimpft. Was ist wirklich genesen auch teilweise wahrscheinlich irgendjemand, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir sind auf jeden Fall gesund. Doppelt geimpft. Doppelt geimpft, genau. Das Ich als ITler bin gar nicht auf die Straße, bevor ich geimpft war. Wie Sie es gehört. Er geht als ITler auch geimpft selten auf die Straße, oder?
Joachim, du bist ja seit vielen, vielen Jahren einer, der dem Internet ein Haus bietet. Also du betreibst Rechenzentren hier in Bayern, sehr spannend, sehr große Rechenzentren. Morgen sind wir bei dir zu Gast und können auch das modernste Rechenzentrum, also zumindest meines Wissensstands in Bayern, begutachten und besichtigen. Freue ich mich auch sehr drüber. Wenn du das jetzt hörst, sozusagen, wir sprechen über die Kooperationsbereitschaft von Digitalunternehmen. Hast du damit auch eine Verbindung? Ja, logisch. Wir sind ja als ein Mittelstandsunternehmen in German Mittelstand dabei. Und für uns ist es natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis als Mittelständler hier in Deutschland im Gegensatz zu den großen Konzernen wie eine Facebook aus USA. Die haben ganze Stäbe als Konzern, die erstmal juristisch vorprüfen, wie stellen wir uns auf in einem bestimmten Land und machen das individuell je nach Ausgangslage im jeweiligen Land und sagen, ja, nee, da gehen wir nicht viel Hilfestellung oder Ähnliches. Das ist einfach eine Herantastungsweise, wo die Großen einfach ganz viel Bollwerk aufbauen, um entsprechend da sich selber zu schützen und die Aufwände, was ja eben ein Hauptproblem ist, zu minimieren. Weil wenn man erstmal Daten erfassen muss und weiterleiten, sind es immense Aufwände, die einem entstehen als Provider oder als Anbieter von Social Networks. Und das muss natürlich entsprechend dann versucht werden zu vermeiden. Also wir sind ganz anders aufgestellt. Wir haben den großen Mehrwert in Deutschland. Wir haben eine Regulatorik, wie zum Beispiel von der BaFin für unsere Bankenkunden oder verschiedene andere Branchen. Aus DSGVO-Sicht gibt es ja schon die ganzen Gesetzesmaßgaben, sodass wir uns als Provider schon von Anfang an auf diese Maßgaben einstellen und mit neuen kommen, dann die entsprechend nachschärfen, um da immer en passant das Richtige liefern zu können, was benötigt wird. Joachim, habe ich das richtig verstanden? Bin ich nicht ganz sicher. Deine These ist, oder die Aussage ist, es wird auch deswegen die mangelnde Kooperation oder die mangelnde Kooperation resultiert auch daraus, dass das natürlich aufwendig ist und teuer, im Zweifelsfall solche Prozesse nachzuhalten. Ja, und deswegen vermeiden die natürlich grundsätzlich da mit dem Georg ordentlich zusammenzuarbeiten. Solche Sachen sind leider in Deutschland zumindest sehr aufwendig. Also ich muss da an ein Beispiel denken. Ich war neulich beim Kongress für die öffentliche Verwaltung in Berlin. Und da war der dänische Botschafter da und hat gesagt, wir haben einen Vorteil in Dänemark. Wir haben ein Justizministerium, was alle Gesetzesvorlagen, die kommen, erst prüfen muss und bestätigen muss. Die sind mit IT-Mitteln schlank und effizient umsetzbar. Und erst dann wird dieses Gesetz spruchreif. Wir in Deutschland haben das Problem, wir haben sehr viele Bundesabgeordnete, die aus dem Juristenbereich kommen, aus der Landwirtschaft und als Lehrer und überall. Die haben keine Ahnung von IT, bis auf ein paar wenige, die nicht gehört werden. Und die Gesetze werden halt beschlossen aus Sicht von Nicht-IT-Lern. Und dann hat man den Salat als Provider oder als derjenige, der dann die Soße ausbaden muss und hat dann halt Riesenaufwände, wie dein Beispiel vorhin, dass man dann irgendwelche Zettel auf Papier abgeben muss, wo man denkt, das hätte es vor 30 Jahren geben können, aber nicht heute. Aber da ist die Politik in Deutschland noch eine Generation hinterher, die halt noch nicht mit IT aufgewachsen ist und da kleinere Staaten wie zum Beispiel in Dänemark ein Stück weit Vorbildfunktion haben können. Du nickst schon dazu. Eine Meinung oder eine Aussage willst du dazu? Also, wie ich Digitalminister war eine meiner zentralen Aussagen, wir müssen Tempo machen. Das betrifft Teile der Wirtschaft, das betrifft aber auch die Gesellschaft, natürlich auch den Staat. Und wir haben zumindest noch wirklich tolle Chancen mit dem, was wir in Deutschland haben, an Unternehmen, an Ressourcen. Und ich finde es auch wirklich schwierig, dass wir die Chancen als Land, Deutschland, Europa nicht entschlossen genug, nicht schnell genug nutzen. Wir in Bayern versuchen ja mit unseren großen Programmen Bayern Digital 1, Bayern Digital 2, Markus Söder, Hightech-Agenda als Bundesland hier eigene Schwerpunkte zu setzen. Aber Deutschland und Europa ist zu langsam. Aber warum ist es eigentlich so? Was hindert uns daran, mal richtig Gas zu geben? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil vieles einfach zu gut läuft und dann die Veränderungsbereitschaft nicht groß genug ist. Nur das ist alles nicht selbstverständlich bei uns. Also das ist ein großes Problem. Viele halten in Deutschland, in Europa viel zu viel für selbstverständlich, dass wir Frieden haben, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir Demokratie haben, dass wir wirklich Wohlstand haben. Alles selbstverständlich. Wasser kommt aus dem Wasserhahn, Strom aus der Steckdose, Geld aus dem Automaten. Und tatsächlich ist es überhaupt nicht selbstverständlich.
Also wenn wir in unsere Geschichte schauen, ist nicht selbstverständlich. Und wenn wir heute in die Welt schauen, ist es auch nicht überall selbstverständlich. Und dieses Bewusstsein, wenn wir das erhalten wollen, den Lebensstandard, die Rahmenbedingungen, dann müssen wir einfach mehr tun, wirklich mehr tun. Das betrifft sowohl Demokratie und die Rahmenbedingungen, aber natürlich auch Wohlstand. Und Wohlstand werden wir in Deutschland, Europa nur haben, wenn wir auch in der digitalen Welt erfolgreich sind. Wie optimistisch können wir denn sein, Horst? Vielleicht hast du auch eine Meinung dazu oder auch Franz. Viele Mittelständler hoffen ja auf eine neue Bundesregierung, die tatsächlich mal diesbezüglich Fahrt aufnimmt. Wenn jetzt der ehemalige Digitalminister sagt, ja, er hat es zwar angemahnt, das weiß ich auch, dass er es getan hat, aber der Gasfuß ist auf halbem Weg so ein bisschen hängen geblieben, möglicherweise. Wie optimistisch können wir sein, dass eine neue Bundesregierung wirklich Fahrt aufnimmt diesbezüglich Digitalisierung? Puh, das ist momentan ein ganz schwieriges Thema. Was soll man dazu sagen? Ja, alles ist möglich von den Konstellationen. Die Konstellationen können auch so schwierig werden, dass man sich relativ lange gegenseitig blockiert, um was voranzubringen. Also da momentan in die Kristallkugel gucken, das überlasse ich dann den Profis. Logischerweise habe ich eine gewisse Hoffnung, dass es vorangeht. Ich glaube auch, dass der Druck langsam immer mehr wächst, dass es vorangehen muss. Und wenn ich sehe, wie wir, gerade was jetzt Internetgeschwindigkeiten angeht, im Verhältnis zum Rest der Welt und Mobilfunk im Verhältnis zum Rest der Welt dastehen, dann glaube ich, dann kann das niemand mehr übersehen, dass wir da Aufholbedarf haben. Und insofern bin ich mir sicher, das wird passieren und muss passieren. Sage ich aber mal, ist eigentlich ein Doing. Was mir persönlich viel, viel mehr Sorge macht, ist, was in unserer Gesellschaft so passiert. Und da unterstütze ich Sie vollkommen. Wir müssen was tun. Wir müssen alle was tun. Und zwar jeder muss an diesem Thema arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir so auseinanderdriften und dass es immer mehr Ecken gibt, die ihr eigenes Süppchen kochen dürfen. Ja? Und die viel mehr gehört werden, als sie eigentlich sind. Ja? Und die Masse letztendlich übertönen. Das finde ich tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Und an allen Ecken und Enden vermisse ich immer mehr die Mitte und sehe immer mehr nur Pole. Und ich bin ein ganz großer Freund von, man kommt miteinander aus, jeder lässt jeden leben und jeder guckt in seinem Rahmen und seinem Maße, dass er denen, denen es vielleicht nicht so gut geht, auch unterstützt. Ja? Und im besten Fall aus sich heraus und nicht auf Druck und Zwang. Und das ist so das, wo ich mir genau wie Sie wünsche, dass man daran arbeitet, dass jeder daran arbeitet und dass es da nochmal in der Gesellschaft eine Entwicklung gibt. Ja? Weil gefühlt, sage ich, haben wir uns da in den letzten 5 bis 10 Jahren rückwärts entwickelt und nicht nach vorne. Ich hatte schon das Gefühl, ich lebe in einem harmonischeren Welt als momentan. Ja? Und mittlerweile habe ich schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, wir sitzen nicht auf einem, sondern auf vielen kleinen Pulverfässchen, die man vielleicht ein Stück weit zu weit gewähren lässt und zu laut werden lässt. Und da glaube ich, an dem müssen wir arbeiten. Und zwar jetzt nicht, dass man es falsch versteht, mit Druck, sondern mit Verständnis und muss die Leute wieder mitnehmen und abholen. Und da wünsche ich mir auch mit einer neuen Regierung, dass man auch an solchen Themen arbeitet und guckt, dass die Gesellschaft sich entwickelt. Fehlt es uns an Diskussionskultur, wenn du ansprichst Polarisierung? Viele Diskussionen sind ja wirklich solche Lager. Ich meine, ich schaue jetzt schon seit ein paar Jahren fast keine mehr diese Talksendungen an, weil das echt Fahrt ist, auf gut Bayerisch, weil es werden nur bekannte Positionen ausgetauscht und zwar in kompletten Lagerbildungen. Das ist wirklich langweilig. Tatsächlich. Ja, wir haben es gesehen jetzt im Triell, ehrlich gesagt. Das Handelsblatt hat geschrieben, das Triell, das letzte, ging von Sozialpolitik über Sozialpolitik zur Sozialpolitik. Es kam keine Außenpolitik vor, keine Sicherheitspolitik, keine Steuerpolitik, keine Währungspolitik. Was ist mit unserem Geldwert los? 750 Milliarden, die Amerikaner 2 Billionen werden reingepumpt. Die Inflation in den Vermögenswerten. Es kam ja nichts vor von dem Ganzen. Das ist, glaube ich, das ist schon, und Herr Scholz stellt sich hin mit der Raute und sagt weiter so. Stellen die Deshalb Medien glaube ich nicht, dass die Fragen? nächste Bundesregierung jetzt diejenige ist, die sofort Attacke reitet und die großen Themen anpackt, weil da gar keiner da ist, der das am Schirm hat. Stellen die Medien die falschen Fragen?
Also ich glaube schon, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, also wenn man egal das Radio anmacht, der Fernseher anmacht, die Klima, schaltet um Klima. Es gibt nur noch Klima und unschuldig verfolgte Grüne. Ja, also immer, also mehr gibt es. Das ist schon meinungsmäßig unheimlich verengt. Wir müssten gerade da, wo wir 8 Milliarden reinstecken, ins öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also wenn ich der bayerische Gesetzgeber zum Beispiel wäre, würde ich sagen, der bayerische Rundfunk muss sofort anfangen, digitale Inhalte für die Schulen aufzunehmen. Die haben 4.000 Mitarbeiter, von denen 3.000 nichts tun. Wirklich so. Also ich brauche Theoretik, weiß nicht, welche Mannschaft der das stemmt bei sich, aber wenn man das mal hochrechnet, also ich bin kein Gegner davon, aber die Politik, also auch in Bayern mit Verlaub gesagt, traut sich an die Themen ja gar nicht ran. Warum gehe ich da nicht hin? Die haben die Archive voll mit Digitalinhalten. Warum zwinge ich die nicht per Gesetz, das Ganze einfach zu machen? Warum setze ich in Bayern nicht auf die Kernfusion? Wir wissen doch, dass mit Windrädern nicht geht. Haben wir im Bundestagswahlkampf auch nicht darüber gesprochen. Bayern war der Bundeswehrstandort Nummer 1. 50% der deutschen Kasernen waren bis zur Wiedervereinigung in Bayern. Was macht die Bundeswehr? Warum wird die Bundeswehr nicht angesetzt auf den ganzen Digitalkrieg zum Beispiel? Warum wird die nicht hochgerüstet? Das sind noch alles Themen für Bundestagswahl. Dessen läuft die eine Partei, also auch unser Ministerpräsident, umarmt Bäume, der nächste macht Sozialpolitik. Also ich frage mich wirklich, was haben wir eigentlich für einen Wahlkampf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin überhaupt nicht zuversichtlich, dass nach der Bundestagswahl irgendwas besser wird. An der Stelle möchte ich auch gerne meine Lanze brechen für die Bevölkerung. Ich habe recht stark mitverfolgt, was im Ahrtal passiert ist, als die großen Überschwemmungen waren und dann ganze Häuser weggespült wurden, ganze Dörfer platt gemacht wurden, einige Leute ertrunken sind. Der Zusammenhalt der Bevölkerung, der ist immens dort. Ja. Das heißt, die Leute, wenn sie mit dem Nötigsten hantieren müssen, helfen zusammen, sind eine Dorfgemeinschaft, halten alle zusammen. Wenn jetzt irgendeiner aus dem Ausland kommt und irgendwelches Metall irgendwie wegklauen will, kommen alle und sagen, nee, der darf das nicht und wehren sich dagegen. Es klappt im Großen und Ganzen. Und wenn ich solche Sachen sehe, wie zum Beispiel diese Propagandamaschinerie von einzelnen kleinen Grüppchen, die im Internet großes Gehör finden, dann denke ich einfach an vor 30 Jahren, als ganz früher mal die Autonomen gesponsert wurden vom Ostblock und dann praktisch busweise dann zu den Demonstrationen geschickt wurden, wo dann die Politiker ihre Reden gehalten haben und haben dann laute Pfiffe gemacht und Steine geworfen und so weiter. Das finden wir heute in der digitalen Welt. Das heißt dasselbe in Grün, dass da fremde Mächte versuchen zu sponsoren und da entsprechende Sachen hochzuhalten, allerdings auf einem modernen Niveau. Und letzten Endes ist die Gesellschaft noch nicht da angekommen, wo unsere Gefährdungspotenziale von heute sind. Und deswegen ist es auch kein politischer Diskurs in der Öffentlichkeit. Es ist einfach noch unterm Radar. Wir sind einfach die es schon wahrnehmen, aber es gibt sehr wenige, die überhaupt einen Bezug dazu haben und damit kann es leider kein Wahlkampfthema sein. Das Gleiche ist mit der Kernfusion. Ich träume seit 40 Jahren, seitdem ich es als Kind miterlebt habe, dass es endlich mal einen Reaktor gibt, der funktioniert. Und dann kriege ich mit, dass die Öffentlichkeit praktisch das kaum wahrnimmt und das immer verwechselt mit der Kernspaltung. Das ist einfach eine Sache, die sehr groß ist, aber auch wieder zu technologisch und damit in der öffentlichen Diskussion einfach nicht da ist. Also so viel aus einer ganz nicht politischen Perspektive mal geschildert. Georg, du hast ja gerade jetzt mehrere Meinungen gehört. Warum ist das nicht Thema? Also die Ausgangsfrage war ja, haben wir zu wenig Debatte in Deutschland? Und da muss man klar sagen, ja, wir haben zu wenig Debatten. Und zwar wirklich zu den wirklich großen Themen. Die Teile der Medien, auch der Öffentlichkeit, beschäftigen sich mit Oberflächlichkeiten und Nebensächlichkeiten. Lebensläufe, ob man mal falsch gelacht hat oder auch nicht. Das sind alles Dinge, die auch wichtig sind. Aber es gibt wirklich ganz, ganz große Fragen und es gibt auch vor allem ganz unterschiedliche Antworten. Deswegen, es macht einen Unterschied, ob man die eine Partei oder die andere Partei wählt. Die CSU und die CDU haben andere Antworten als die Grünen und die Linke. Und deswegen, ja, wir haben zu wenig Debatten. Dieser Wahlkampf leidet auch darunter, dass wir uns nicht um die großen Themen, dass die großen Themen nicht die Rolle spielen, sondern wirklich in diesen Klein-Klein und in Nebensächlichkeiten sind. Und deswegen, ja, wir müssen debattieren. Wir brauchen allerdings auch Debattenkultur. Das ist das Problem im Internet. Da haben wir in Teilen keine Debattenkultur, sondern einfach schlimme Hetze. Und ein kleiner Teil hat ja eine Wirkung, dass sie wirklich die große, oft schweigende Mehrheit wirklich dominiert. Und da müssen wir da in dem Bereich wirklich entschlossen Hass und Hetze bekämpfen, als Staat, als Gesellschaft, damit jeder Einzelne. Und politisch brauchen wir wirklich große Kontroversen, also nicht persönlichen Streit, sondern wirklich kontroversen Debatten zu dem Thema. Digitalisierung ist nur dieses Thema. Dann Klimaschutz.
Ja, sind wir alle dafür. Das ist eine Existenzfrage für die Menschheit. Aber debattieren müssen wir, wie das umgesetzt wird. Ob es in einer Form umgesetzt wird, dass es unserer Wirtschaft, unserem Wohlstand schadet, ob die Belastung für Teile der Bevölkerung nicht mehr tragbar sind und damit die Umsetzung unsozial sind. Also müssen wir über die Umsetzung reden, ob wir das mit Anreizen machen und Investitionen in Innovation, so wie wir das wollen, oder durch Bevormundung und Verbote. Das sind riesen Themenfelder zur Debatte und das fehlt mir auch. Wenn ich es mal verkürzt darstelle, führen wir Schwarz-Weiß-Debatten, wo eigentlich über Grau gesprochen wird. Und das macht es natürlich schwierig. Du kannst viele Themen, Klimaschutz, wie du es jetzt angeführt hast, nicht einfach in Schwarz-Weiß, ich bin dafür, ich bin dagegen. Das funktioniert halt beim Klimaschutz nicht, vor allem, wenn alle eigentlich dafür sind. Also vollkommen richtig. Hier schreibt es hier der Werner Paulus, Atome generell sind Teufelszeug. Das sieht man schon. Kernfusion, Kernspaltung, die meisten wissen tatsächlich wahrscheinlich gar nicht den großartigen Unterschied. Deswegen hatte ich mal gesagt, macht besseres Marketing, nennt es nicht Kernfusion, nennt es Sonnenenergie. Schon würden die Menschen vielleicht eher dem Ganzen positiv gegenübertreten, weil Atom an sich, Atomkraft ist Mist, Kernfusion ist ja letztendlich auch irgendwas, hat auch was mit Atomen zu tun, also kann es auch nur Mist sein, wenn ich mich die näher damit beschäftige. Selbes Thema 5G und Strahlung, könnte man auch tiefer einsteigen in die Debatte. Nur jemand, der 5G ja, eben, deswegen. Also die waren viel, viel schädlicher und eigentlich ist es eine positive Entwicklung für die menschliche Gesundheit, wenn man das so machen würde. Aber das kannst du in der Diskussion gar nicht rüberbringen, weil derjenige gar nicht zuhört, weil der seine Meinung ja schon vorgefasst hat, im Sinne von, ich will keine Mobilfunkmasten, egal mit welcher Technologie. Ich glaube, insgesamt haben wir in den letzten 30 Jahren einen Wandel in der Politik vom Objektiven. Wenn man sich mal meinen Vater anschaut, den Helmut Schmidt, da gab es nichts Subjektives. Also wenn noch so egal was war, und der Schmidt war schwer herzkrank und trotzdem hat er bis zum Umfallen letztlich gearbeitet. Und heute muss man immer mitfühlen, man muss mitdenken, man muss mitempfinden. Wenn man mal sieht, die Entscheidung, die Schmidt getroffen hat, den Arbeitgeberpräsident Schleyer nicht rauskommen zu lassen. Danach kam ein Satz, also mit Bedauern gegenüber der Familie, das war es dann ehrlich gesagt. Also subjektiv sah es bei denen anders aus. Und heute sind die Leute nur noch sitzen da und haben so Mitgefühl und denken mit und fühlen mit und wollen das Beste. Ich glaube auch, dass die Grünen das Beste wollen. Ich glaube wirklich. Die Frage ist aber, wer kann das umsetzen? Und die Frage stellt man viel zu wenig. Man muss immer empathisch sein, man muss mitfühlen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo man einfach mal grundsätzlich beim Bundespräsidenten mal aufgerufen wird. Von dem hört man überhaupt nichts zu den Themen. Leider Gottes ist er ja so ein Themengeber, wie der Roman Herzog das war. Oder ich glaube, Bundespräsidenten, die wirklich Themengeber waren. Und das fehlt mir total auch von der Seite her. Ja, man sieht es ja oft, wenn man, also zumindest beide Wahrnehmungen aus den verschiedenen Triellen oder was es da immer so gibt. Also A, frage ich mich sowieso, warum man nur bei Parteien selbst Bundeskanzlerkandidaten aufstellen, was ja juristischer vollkommener Blödsinn ist, weil der Bundeskanzler wird meines Wissens immer noch vom Parlament gewählt und wir wählen jetzt Parteien, soweit ich zumindest weiß. Also man ernennt selbst früher gab es aber die Runde der Spitzenkandidaten. Ja, das würde mir fehlen. Eine Runde der Spitzenkandidaten, auch gerne inklusive Linke. Strauß und Kohl gegen Genscher und Schmidt. Das waren 4. Ja. Aber der Kohl wäre nie gegen den Genscher und den Schmidt allein angetreten, mein Vater auch nicht, weil du immer, wenn 2 am Tisch zusammenhalten, wie beim Kartenspiel, dann kannst du nur verlieren, das geht nicht. Ja, also aber wie man den Wahnsinn besitzen kann, als Wahlkampfführung der Union, an dem von der CDU, einem Triell zuzustimmen, wo der einer allein gegen 2, die zusammenhalten. Wie man das überhaupt machen kann. Also warum war mein Vater damals in der Sendung, der war Vorsitzender einer regionalen Partei? Beim Bundestagswahlkampf saßen 2 von der Union drin, weil die einfach gesagt haben, allein gegen Schmidt und Genscher treten wir einfach nicht an. Das ist der eine Aspekt, Franz, aber ich würde trotzdem auch für die Menschen, die ja eine Wahlentscheidung treffen müssen, ja, ich fand die Diskussionen zwischen der ich habe den Namen vergessen, der linken Spitzenkandidatin oder der linken Vorsitzenden und dem Christian Lindner viel, viel spannender in der Sache, auch inhaltlich, als es beispielsweise diese vorgestanzten Pferde. Also warum lassen sich denn die
warum lässt sich denn ein Sender, du bist jetzt natürlich kein öffentlich-rechtlicher Sender, deswegen kannst du, wahrscheinlich sagst du jetzt auch gleich, ich möchte nicht über die Kollegen urteilen, aber trotzdem, vielleicht an die beiden Medienmacher, wie kommt man denn auf die, ich sag's mal kurz, hirnverplante Idee, dass nur weil Parteien sagen, das sind unsere Kanzlerkandidaten, dass ich deswegen die anderen Parteien ausblende und auf solche Formate wie Zielle kommen. Der Muss doch irgendwo, der Söder das soll man dahinter. 5 gegen 3 gegen 2, da schaut die Sendung anders aus. Wenn man den Söder reinsetzt und den FDP-Vorsitzenden reinsetzt, dann schaut das Triell ganz anders aus. Ja. Hast du nämlich 3 gegen 2, dann schaut aber warum machen die Medien das so? Warum die das so machen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber es ist ja auch ein Stück weit die öffentliche Wahrnehmung, dass wir 3 Kandidaten haben. Ja? Und dem trägt man dann, glaube ich, Rechnung, ohne vielleicht ein Stück weiter zu denken. Aber tatsächlich glaube ich schon auch, wie der Herr Strauß sagt, wenn man da ein paar andere Menschen mit reinnimmt, dann wird es spannender und wahrscheinlich auch die Themen fruchtbarer. Wir haben meines Erachtens nach gar nicht so viel von den Kandidaten kennengelernt. Das war für mich relativ unverständlich. Man hat jetzt wechselt. Ich habe auch zum Beispiel den wer war dabei? Der Habeck, genau. Okay. Die Diskussionsrunde mit so einem kompletten Filmriss. Markus Söder und Söder. Ja, Schröder wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen, aber das ist eine ganz andere Abteilung. Also Söder und Habeck, das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Das hat mehr Impulse gebracht, meines Erachtens nach, also die bei mir ankamen, als die ganzen anderen Nummern. Ja, die Trielle, über die Qualität kann man jetzt insgesamt streiten, aber zunächst einmal entscheiden die Sender, wie sie das gestalten, und dann können ja die Kandidaten nur sagen, mehr oder weniger ja oder nein. Und nein ist dann im Wahlkampf doch schwierig. Ich glaube, der Hintergrund war, dass man die eingeladen hat, die zumindest vor einigen Wochen die Möglichkeit hatten, auch Kanzler zu werden. Das ist halt dann der Unterschied zu einem Christian Lindner und anderen, die zwar Teil einer Regierung werden können, aber Christian Lindner kann jetzt nicht Kanzler werden. Aber ich finde auch, wir brauchen mehr Debatte. Wir brauchen wirklich tiefere Debatten. Wir brauchen mehr Kontroversen. Und es ist schon ein Problem der heutigen Zeit, diese Personalisierung, diese Emotionalisierung und dass nur noch Zeit für wirklich so Botschaften sind. Oder für Botschaften sind es ja oft gar nichts, sondern so werbemäßige Aussagen. Und da fehlt dann insgesamt einfach auch Substanz. Aber tatsächlich wird es am Sonntag wirklich, es ist eine große Entscheidung. Es wird der Bundestag gewählt, und je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, kann dieses Land den Weg weitergehen vom Grundsatz oder komplett andere Wege gehen. Das sind wirkliche Richtungsentscheidungen, das sind Systemwechsel drinnen möglich, und ich glaube, ein Teil hat sich wirklich noch nicht Gedanken gemacht, man kann Steuererhöhungen zum Beispiel am Sonntag wählen. Also es gibt ja Parteien, wo das wirklich in den Programmen drin steht. Die SPD will die Steuern erhöhen, die Grünen wollen die Steuern und Belastungen erhöhen, die Linken wollen es erhöhen. Also wer Steuererhöhungen will, kann sie wählen. Und es gibt andere Parteien, die FDP, die Union, die Steuererhöhungen ablehnen. Oder zum Beispiel auch im Bereich Ökologie und Ökonomie. Das sind komplett unterschiedliche Wege. Ob man mit Verboten, Bevormundung, höheren Belastungen das umsetzen will, oder mit der Wirtschaft, mit Innovation, mit der Gesellschaft, mit Anreizen. Und damit muss man sich beschäftigen. Ich glaube, dass da schon eine Gegenbewegung da ist zur Zeit. Aber es ist vielleicht ja wieder Wahl 1980. Damals hat der damalige Bundesinnenminister Fritz Zimmermann, der spätere, hat dann meinem Vater ja vorgeworfen, du hast zu spät angefangen im Wahlkampf. Und der hat auch gesagt, es wird heiß genug werden. Also hat im ganzen August passiert. Da war nur noch der September Zeit. Und heute fehlt uns vielleicht eine Woche oder 2. Dann wird wirklich es könnte drehen. Man muss wirklich sagen, die Leute machen jetzt schon auf. Es kommt ein Thema rein. Aber es fehlen ein paar Tage. Und jetzt merkt er auch, über gestern Abend habe ich mit ein paar Landtagsabgeordneten gesprochen, Straßenwahlkampf sagen, wie zum Beispiel läuft gut. Die Leute wollen diskutieren, und an den Haustüren werden auch gerade, Josef Schmidt gestern gesprochen, der sagt, die Stimmung draußen ist gut bei den Leuten. Das ist nicht so. Ich weiß ja nicht, ob die Umfragen jetzt wirklich das so wiedergeben, was dann wirklich am Wahlsonntag. Aber die Hälfte der Menschen hat das auch schon so roundabout schon per Briefwahl, zumindest bei den Großstädten, wohl abgestimmt. Also da ist der Wahlkampf im Prinzip schon gelaufen. Also du kannst ja deine Briefwahl nicht noch rückwirkend ändern, soweit ich weiß. Nee, also wenn der Brief raus ist, ist er raus. Aber ich glaube, es sind doch noch sehr viele Unentschlossene. Ja, die Hälfte.
wobei viele sehr frühzeitig ihre Briefwahlunterlagen beantragt haben, aber dann wirklich auch lang gebraucht haben, bis die abgeschickt worden sind. Ja, mal spannend, wie wir schon eingegangen sind. Ja. Die Schröder-Wahl hat Wetz gegen Stoiber hat in der letzten Sekunde gedreht, also in der letzten Woche gedreht. Und ich war damals ein ganz kleines Kind noch, aber aus der Zeit meines Vaters, die Wahl 72 war gelaufen für die Union. Wenige Tage davor hat dieses Ostpolitik-Thema gezogen plötzlich. Willy Brandt und plötzlich war die SPD die stärkste Partei. Also es ist nicht so, dass in den letzten Tagen sagt, da kann nichts mehr passieren. Also ich glaube schon, wenn dieser Straßenwahlkampf alles jetzt richtig greift, dass wir dann noch was sehen werden in den nächsten Tagen. Aber jetzt eine Frage an die Profis. Nicht zwingend der die meisten Stimmen hat, wird auch regieren. Erinnere ich mich richtig, dass ein Kohlmann mit 49% nicht ja, 48,6 hatte. Genau. Kommt ja immer noch darauf an, wie die Konstellationen dann sind. Das heißt, ja, damals war die FDP die Partei, die entschieden hat. Ja, gell? Und die Union hatte nicht die absolute Mehrheit. Und die FDP hat ja damals mit der SPD die sozialliberale Koalition. Und deswegen ist dann eine Partei, die nicht die meiste Stimme gehabt hat, haben dann am Ende den Kanzler gestellt. Und wenn wir doch jetzt die meiste Stimme hatte der Brandt nur 72. Ja, wenn wir doch sowohl 69, 76, 80 hat die SPD immer weniger Stimmen gehabt als die Union und trotzdem den Kanzler gestellt. Weil am Ende ist es so, das Parlament entscheidet. Damit die Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die entscheiden, wer Kanzler wird. Ich habe auch das Gefühl, die Debatte hat jetzt in den letzten Tagen wirklich zugenommen. Es wachen auch viele auf, dass es wirklich jetzt am Sonntag wirklich ernst wird. Und ich hoffe, dass man sich nicht wirklich durch Nebensächlichkeiten ablenken lässt, sondern sich einfach selber fragt, was will ich? Will ich Steuererhöhungen? Will ich keine Steuererhöhungen? Will ich mehr Belastungen? Will ich nicht mehr Belastungen? Will ich eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung von Klimaschutz, eine soziale Umsetzung? Oder will ich super mit oder nicht? Genau, Technologie offen oder nicht? Mit Anreizen, mit Bevormundung? Das sind wirkliche Grundsatzfragen. Und die kann dann jeder beantworten. Und wenn er sie für sich beantwortet hat, dann ist die Entscheidung auch richtig. Wenn man sich ablenken lässt, dann wachen viele am Ende auf. Du hast gesagt, es werden Parteien gewählt. Das stimmt nicht. Momentan glaubt ja ein Teil, man kann den Scholz ohne die SPD wählen, weil Frau Esken und Herr Kühnert sich momentan klug zurückhalten. Also die Parteilinke der SPD hält sich seit Wochen klug zurück. Clever, ja. Ab dem Schließen der Wahllokale, Sonntagabend 18 Uhr, sind die alle wieder auf der Matte. Und dann wird ein Teil der Wähler merken, oh, wir haben möglicherweise nicht nur den Kandidaten gewählt, sondern auch die Partei mit Frau Esken und Herrn Scholz. So, und Herrn Kühnert. Auch beim Helmut Schmidt, der ist auch noch gewählt worden damals. Und da hat die Partei gesagt, wir machen die Nachrüstung nicht mit, wir machen die Haushaltseindämmung nicht mit. Und 82 war der Schmidt am Ende. Also wird das Problem vom Herrn Scholz werden, dass er der Kampf gegen die eigene Partei, die ihn ja nicht zum Vorsitzenden gewählt hat, so wie die SPD damals den Schmidt. Der Schmidt hat immer gesagt, mein größter Fehler in meinem Leben war, mich nach Trump nicht zum Vorsitzenden wählen zu lassen. Also der tritt dagegen an, gegen seine eigene Partei. Das müssen die Leute auch wissen, in der Tat, dass sie dann vielleicht eine Konstellation kriegen, wie bei Schmidt 1980, dass er zwar die Wahl gewinnt, aber dann trotzdem ein Herrscher ohne Soldaten ist, weil er sagt, da marschieren wir hin und die Partei marschiert dahin. Wir haben ja diesen Effekt der Personalisierung auf der einen Seite der Politik. Menschen wählen natürlich am Ende des Tages Menschen, nicht Parteien, rein vom Gefühl. Deswegen geht man natürlich gefühlt, schaut man sich die Kandidaten an und sagt, mag ich den oder mag ich ihn nicht. Die Menschen fragen sich nicht, mag ich die FDP oder mag ich sie nicht, sondern mag ich den Christian Lindner oder mag ich ihn nicht. Mag ich den Söder oder mag ich ihn nicht. Nicht ist es die CSU in der Land. Man vereinfacht die Dinge durch ganz drastisch. Und ein Teil der Problematik, haben wir schon festgestellt, ist ja auch der zu geringe Diskussion, der zu geringe Disput. Auch hier wird ja sehr stark vereinfacht und polarisiert. Jetzt zwei Fragen an den Politikprofi und an die Medienprofis hier im Raum. Was könnt ihr dazu beitragen, um diese Debattenkultur, dieses über Politik sprechen und zwar in die Tiefe reinsprechen, tatsächlich in der Breite der Bevölkerung zu befördern? Das ist schon eine Frage, die man möglicherweise auch in der Bildung auch mit ansprechen müsste, also auf Schulebene. Stichwort, lerne ich dort nur, wie viele Sitze man im Bundestag hat, wie viel da vergeben werden, oder lerne ich vielleicht auch ein bisschen mehr in Sozialkundelehre? Wer will anfangen? Politik oder die Medien? Ein Satz nur.
Oder du als Ich Kleiner? bin kein Politiker, sondern ich sage einfach, im privaten Kreis hat man früher politisch diskutiert. Ja. Und das hat man auf die Seiten meines Vaters, wurde, egal wo man hingekommen ist, haben die Leute gestritten. Das waren ganz Themen. Und heute haben wir doch das ganz bürgerliche Lager. Redet über Geschäft, redet über Urlaub, wo man Golf spielen kann, sage ich, das sind so die Themen. Und ich glaube, aber in der Jugend merkt man schon wieder, dass sie politischer sind oder auch ganz eigene Meinungen haben. Und also ich glaube, das Einfachste, was ich machen könnte, was jeder machen kann, im privaten Rahmen einfach politisieren. Dazu noch ergänzen, muss die Schule ein bisschen in den Schutz nehmen. Also zumindest ist es jetzt meinen so, es wird schon mehr politische Wachsamkeit erzeugt. Also das ist schon anders als wie jetzt vielleicht die Generation davor. Also es wird da schon, gibt einen Wandel. Da bin ich mir auch sicher, dass da ein Wandel ist, dass die jungen Leute wieder deutlich mehr hinschauen, sich mehr Gedanken machen und auch sich mehr einsetzen. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so, ich erlebe viel bei den 20-, 22-Jährigen mit durch meine Tochter, wenn ich sehe, was die jungen Leute da auch wieder ein Engagement an den Tag legen und auch ihre Haltung, sagen wir mal, leben, auch wenn es viele Nachteile bringt und Einschränkungen bringt. Da habe ich schon wirklich ein gutes Gefühl, was da passiert. Und ich kann nur für unseren Center sprechen. Wir mögen den Stil vom Herrn Lanz nicht. Wir versuchen tatsächlich mit den Leuten zu reden. Wir versuchen tatsächlich den Leuten, den Politikern Raum zu geben, dass sie sich auch erklären können. Und wir hören zu und wir stellen schon auch fordernde Fragen, aber ohne Effekthascherei und ohne, dass sich unser Moderator, in dem Fall Moderatorin, die Frau Gehlert, in den Vordergrund spielt und selbst produziert. Uns ist das tatsächlich ein Stück weit zu billig und wir glauben auch, dass die Art zu nichts führt. Und wenn wir so ein Gespräch haben mit einem Politiker, das eine Dreiviertelstunde geht, Dienstagabends, dann kommen da sehr, sehr, sehr viele Informationen zutage, die man in einem unangenehmeren Umfeld sicherlich schnell blockt und zurückhält. Und ich glaube, wir kommen selbst mit unserer, manche sagen Kuschelart, ist es nicht, sondern es ist eine themen- und sachbezogene Art und nicht eine, wo wir drauf rumreiten, ob jetzt jemand irgendwo mal abgeschrieben hat oder blöd gelacht hat. Ja, das ist blöd und das kann man sich auch sparen, aber das ist ein Satz und dann ist das Thema durch. Das ist reine Effekthascherei und führt zu nichts. Ja. Und da reden wir lieber mit den Leuten und lassen sie auch ihre Themen darlegen. Und da ist Frau Gehlert in der Sache dann kritisch, aber ohne die Menschen vor der Kamera zu traktieren. Das braucht es nämlich nicht. Und da versuchen wir, unseren Teil beizutragen und sehen auch an den Zuschauerzahlen, dass die Zuschauer danken, dass da ein Format ist, wo es ein wenig gesitteter zugeht und man anständig miteinander umgeht und trotzdem die Sachthemen bearbeitet. Ich glaube, das ist ein guter Satz, den du auch sagst. Wir wollen uns alle viel zu sehr reduzieren, jeder Einzelne, und nicht den anderen die Bühne zu geben. Ich kann aber nur erfahren, was der andere Mensch denkt, wenn ich halt auf den eingehe, sozusagen. Also deswegen beide Bitte vielleicht auch, lass den anderen mehr zu Wort kommen und nicht selber hören. Dementsprechend darfst du jetzt, wollte ich dich gerade noch mal was fragen dazu. Du bist ja den Georg erst noch die Frage. Achso, sorry, ja, genau. Dann lassen wir jetzt auch den. Sorry, aber ich wollte, ich habe das eine spannende Antwort. Die Frage war, was kann jeder Einzelne tun und was kann auch noch die Politik tun? Also jeder Einzelne kann zunächst einmal tun, dass er sich interessiert. Einfach mal interessieren, weil nichts ist selbstverständlich. Und auch wirklich, man kann auch nicht alles für selbstverständlich halten. Interesse zeigen für die Gesellschaft, für gesellschaftliche Zusammenhänge, für politische Themen auch einfach merken, dass es unterschiedliche Wege gibt. Wenn man sich zum Beispiel mal mit diese unglaubliche Erfolgsgeschichte von Bayern anschaut, nach dem Krieg ländlich geprägt, das Geld war in anderen Bundesländern, wo es Kohle gab, wo es Stahl gab, die Rohstoffe hatten wir nicht. Unser Rohstoff war der Geist, das Kapital waren die Menschen. Und dann war das eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die nicht den Bayern in die Wiege gelegt war, sondern das war die Bevölkerung zusammen mit einer klugen Politik, die aus einem ländlich geprägten Land
einen Hightech-Standort gemacht haben, einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort gemacht haben, ohne dass man die Geschichte, die eigene Herkunft vergisst, auch wirklich ein Fundament hat, Tradition und Fortschritt. Das ist aber nicht vorgezeichnet gewesen, sondern das wollten die Menschen zusammen mit der Politik. Es hätte auch anders gehen können, muss man nur in anderen Bundesländern schauen. Und deswegen wirklich interessieren, sich damit auseinandersetzen, nicht nur eine Meinung haben, sondern auch Ahnung haben. Das ist leider ein großes Problem, dass ein Teil eine Meinung hat, aber keine Ahnung. Also muss man sich damit auch wirklich beschäftigen, nichts für selbstverständlich halten und dann auch wirklich am Ende zu einer Meinung, zu einem Standpunkt kommen und den dann auch einbringen. Und die Politik, es gibt Regeln in so einer Mediengesellschaft, die es der Politik insgesamt nicht leicht machen. Ich sag mal, in der Breite zu diskutieren, in der Tiefe zu diskutieren, weil es halt immer personalisierter wird, immer emotionalisierter wird. Aber da muss man auch dagegen arbeiten, auch argumentieren, auch mit den Sendern reden. Es gibt ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit teilweise schwierigen Entwicklungen. Es gibt aber auch die privaten Sender. Ich finde es gut, dass die auch eingestiegen sind jetzt in die politische Debatte, in Kandidatenduelle. Also muss man auch hier im Dialog mit den Sendern schon auch darauf hinwirken, dass man Fehlentwicklungen dann auch wieder in richtige Bahnen läuft. Und vielleicht als Politiker nicht den leichten Weg gehen, sondern wirklich Substanz bieten. Das ist anstrengend. Es führt vielleicht auch nicht immer gleich zu der größten Zustimmung, aber weil der schnelle Erfolg auf anderem Weg leichter zu erringen ist. Aber es geht, also zumindest mache ich das immer so, nicht um den schnellen Erfolg, sondern es geht wirklich um Nachhaltigkeit. Das haben wir bei Themen wie Klimaschutz, Wirtschaft geht es auch um Nachhaltigkeit und in der Politik brauchen wir die gleiche Nachhaltigkeit. Bin ich ein großer Fan, ich selber mache das auch so. Absolut richtig. Aber jetzt, Achim, nochmal zu dir auch. Du bist ja ein mittelständischer Unternehmer, du bist in Bayern. Was sind deine Sorgen, was sind deine Wünsche, was sind deine Hoffnungen sozusagen in dem Zusammenhang, das wir jetzt gerade besprechen? Also ich komme ja aus der IT mit Rechenzentren und verschiedenen anderen IT-nahen Leistungen. Und ich nehme halt wahr, dass auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene das Thema komplett ausgeblendet ist, obwohl es eigentlich ein substanzielles Thema ist. Ähnlich wie Telefon, Straßen und Ähnliches gehört die Infrastruktur von IT mit dazu. Und wir sind jetzt all die letzten 30 Jahre in unserer Unternehmung unter dem Radar. Das heißt, keiner nimmt uns wahr, höchstens aus EU-Ebene, wenn es mal um Klimaziele geht oder plötzlich Stromverbrauch von Rechenzentren eine Rolle spielt. Aber in der Politik bei Fördermaßgaben oder Ähnliches war das Thema Rechenzentren nie ein Thema. Das heißt, man ist immer unter dem Radar. Jeder Politiker weiß, es gibt dieses Internet, da gibt es dann diese Glasfasern und das müssen wir subventionieren und der Rest ist einfach nicht präsent. Und die ganzen Nöte mit neuen Gesetzen, die da wieder das fordern, auf Facebook gemünzt, aber uns auch treffen und so weiter, das sind einfach Sachen, wo wir relativ schwer sichtbar sind und dadurch die Soße ausbaden müssen im Worst Case. Also kurzum, das sind wir einfach viel zu schwach aufgestellt, obwohl es Arbeitskreise wie Bitkom oder Ähnliches gibt, die können aber nicht so das transportieren, was uns als kleine Mittelständler bewegt, mit jetzt doch 400 Mitarbeitern. Aber letzten Endes lassen wir einfach unter dem Radar und als Mittelständler nicht gut angesehen. Unter dem Radar? Warum ist unser Mittelstand nicht laut genug? Ich weiß nicht, also ich höre da immer Politiker, die sagen zu Recht, die Mittelständler hört man immer nur, wenn es was zum Jammern gibt. Und wenn es gut geht, siehst von denen ja nichts. Aber wenn es ein Problem gibt, dann kommen sie und jammern. Und wenn wieder alles vorbei ist, dann sind sie wieder weg. Also auch sicherlich die zu geringe Einbindung, sozusagen auch die Selbsteinbindung, es ist unheimlich schwer, einen Betrieb zu führen und gleichzeitig in der Politik zu sein. Es gibt solche Leute auch wieder im Landtag und so weiter, aber es ist halt unheimlich schwer, beides zugleich zu machen. Dann kommt gleich wieder der Vorwurf der Interessenvermengung und der verdient da was nebenher und muss die Einkünfte offenlegen. Da legt er seine Einkünfte offen, da erlauben die Leute, dass das, was da steht, sein Gewinn ist, da weiß der Umsatz. Da gibt ja der Anwaltskanzlei, muss ja einen Umsatz zum Beispiel angeben, da steht da 5 Millionen, der verdient 5 Millionen, dabei macht die Kanzlei, wo er ist. Das sind dann Themen einfach, wo dann der Mittelständler
was halt dann dazu führt, dass viele überhaupt nicht mehr in die Politik einfach gehen, weil fast schon verlangt wird, man darf nichts anderes machen als Politik, um ja nicht bestechlich zu sein. Das heißt praktisch. Damit hält man natürlich die Bäckermeister und die alle, Ja. wie früher die Hamblinger alle, IT-Branche, die in die Politik gegangen sind. Oder der Karl Kling war noch jahrelang im Bayerischen Landtag. Also hat beides gemacht, hat ein Statikbüro gehabt und hat gleichzeitig war im Bayerischen Landtag, war Präsident des Bayerischen, der Amateurmusiker in Bayern und so weiter. Solche Leute, finde ich, fehlen heute natürlich ein bisschen. Ja. Oder auch in der Union, muss man auch sagen, gibt es nicht auch viele, die direkt aus der JU sofort ins Amt und dann auch durchgehen, auch nie in der Wirtschaft direkt tätig waren. Ja, das ist ein Problem, aber generell ist es halt so, wenn ich Mittelständler bin, dann habe ich selten einen 8-Stunden-Tag und dann auch noch die Politik zu machen, ist halt schwer. Da gehe ich nur dann zur Politik, wenn ich was brauche und dann heißt es, ja, man schon wieder. Ja. Insofern kann man nur den Aufruf tätigen, ganz selbstlos als German Mittelstand. Wir sind einer von vielen, sage ich mal, wir sind zwar kein klassischer politischer Verband, aber wir arbeiten mit solchen Verbänden eng zusammen. Also, liebe Mittelständler, engagiert euch da draußen, im Zweifelsfall nicht selbst, wenn ihr das nicht hinkriegt, aber werdet seid Mitglied zum Beispiel Mittelstand in Bayern, der eine laute Stimme ist für den Mittelstand in Bayern, mit unserem Ingolf Brauner, der bei uns auch im German Mittelstand Vorstand hat. Das sind dann Menschen wiederum, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die mittelständischen Themen auch in die Politik reinzutragen. Und da ist man dann zumindest mal dabei. Und wenn es bloß mit der Mitgliedschaft ist und ein bisschen was mit in die Kriegskasse schmeißt, damit wir mehr Gehör finden in der Politik. Ich will vielleicht noch ein bisschen aus politischer Sicht gerade rücken. Also ich empfinde es nicht, dass der Mittelstand nur jammert. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir freuen uns immer über den Dialog, über die Gespräche und zwar nicht irgendwie schönreden, sondern wirklich, was wirklich Sache ist. Was gut läuft, es ist auch schön als Politiker zu hören, wenn mal was gut läuft. Das kann man auch sagen, aber auch wenn Dinge nicht gut laufen, wenn es Handlungsbedarfe sind. Und ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, also meine Gespräche mit Mittelständlern, Gewerbetreibenden, selbstständigen Mittelständlern, Sie sind jetzt ja eher schon größere Mittelständler mit 400 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sind gut und die helfen mir auch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass dann nur gejammert wird, im Gegenteil. Dass man mit der Politikern keinen Termin ausmacht, um nur zu sagen, alles super, das ist klar. Aber das brauchen wir auch nicht, weil eine Stunde Kaffee trinken und dann kommt als Ergebnis raus, alles super, das ist zwar schön, aber das hilft jetzt auch nicht weiter. Und deswegen braucht man wirklich keine Sorge haben, wenn man mit einer Agenda kommt oder wenn man mit Problembeschreibungen kommt. Das ist wichtig, weil wir wissen dann, wie ist die Lage, wie wird es eingeschätzt, was gibt es auch für Lösungsvorschläge, das wäre gut, wenn man dann auch konkrete Vorschläge hat. Und das hilft Politiker, seine Meinung weiterzuentwickeln und dann wirklich auch selber zu erkennen, wo man es tun muss. Und das hilft. Also mein Eindruck ist es nicht. Und es gibt ja dann auch Verbände. Es muss ja auch nicht jeder Mittelständler, jeder Selbstständige, jeder Gewerbetreibende das selber machen. Dafür gibt es auch Verbände, wo das dann entsprechend gebündelt wird. Ihr seid einer, es gibt andere Verbände ja auch, Verband der Bayerischen Wirtschaft zum Beispiel. Und der Dialog mit den Verbänden ist sowieso wirklich sehr intensiv. Das ist ein ganz großer Vorteil in Bayern, dass auf ganz vielen Ebenen wirklich viel miteinander geredet wird, viel vernetzt wird. Die Wiesn ist auch so ein ganz großer Ort zur Vernetzung. Man spart sich danach ganz viele Termine auf der Wiesn. Viele Bürger, Kollegen, Unternehmer, Vereinsvertreter, Verbandsvertreter trifft. Und deswegen freuen wir uns natürlich erstens, dass ihr das jetzt macht. Aber wir hoffen alle, dass nächstes Jahr wieder die richtige Wiesn möglich ist. Absolut. Und da hoffen wir alle drauf, weil es dann erstens bei dir auch wieder schöner wird. Ja, noch schöner. Weil wir dann, oder ihr dann wieder live aus irgendeinem Bierzelt wahrscheinlich wieder senden werdet und wir dort mehr Dinge wieder aufnehmen dürfen. Das ist der Plan. Wir wünschen uns das Ganze. Wie wenig seid ihr? Ja. Okay. Du bist Gast. Eine Woche zu früh. Ja, wir sind. Aber ich möchte gerne nochmal auf Sie eingehen. Tatsächlich empfinde ich das auch so und erlebe ich das auch gerade so, dass die Politik da wirklich uns, jetzt bin ich ein sehr kleiner Mittelständler mit unserem Sender, aber sehr offen ist und sehr viel zuhört.
Das private Lokalfernsehen ist in einem Wandel, muss auch so sein und wird auch immer schneller gehen, dieser Wandel. Und tatsächlich haben wir zusammen mit der Staatskanzlei, mit Florian Herrmann, in den letzten 2 Jahren extrem intensive und fruchtbare Gespräche geführt. Und da wird auch zugehört und da wird auch sich reingearbeitet in die Thematik. Und das war schon eine sehr spannende und sehr interessante Zusammenarbeit. Aber als wir das Ergebnis, was wir jetzt erzielt haben, womit das Lokalfernsehen wirklich auch einen wesentlichen Schritt nach vorne macht, erzielt hatten, fand ich eigentlich das Schönste, dass er sofort gesagt hat, und wo wollen wir in 5 Jahren sein? Und dann haben wir angefangen, darüber zu reden, wo wollen wir in 5 Jahren sein? Und wir haben uns noch nicht geeinigt, aber wir haben erste Kriterien festgelegt. Und ich finde es super spannend, dass das passiert. Und da kann ich nur sagen, wenn es überall so wäre, würde es an vielen Stellen auch für den Mittelstand gut nach vorne gehen. Aber das ist wirklich ein gutes Beispiel, wie man es machen kann und wie es schön funktioniert. Und da sind wir echt dankbar dafür. Finde ich schön. Fast schon ein Schlusssatz, aber wir kommen jetzt auch langsam zur Schlussrunde, wenn ich nochmal auf die Uhr schaue. Und ich möchte heute einmal, weil du hast gerade so eine Steilvorlage geliefert, Georg, weil du gesagt hast, es läuft auch vieles gut bei uns. Ich mache mit meinem Sohn kleine Werbung vielleicht, einen Podcast, jeden Sonntag im Namen des Vaters und des Sohnes. Und wir schimpfen eigentlich relativ viel, leider Gottes. Das heißt, wir schimpfen, aber wir kritisieren immer wieder. Und da hatten wir jetzt vor ein paar Wochen auch das Thema, was läuft denn gut bei uns? Und dass wir nicht immer nur sagen, wir müssen das besser machen, da besser werden, wie auch immer. Und deswegen war die Frage an euch, was läuft denn gut bei uns? Wo kann man sagen, Mensch, super, das ist stabil, da machen wir weiter. Und da fange ich gleich bei dir an. Was läuft gut bei uns? Soll ich spontan gleich sagen, was bei uns gut läuft? Bei uns in der IT-Branche oder generell bei uns als Unternehmen. Naja, wir können nicht jammern. Wir haben doch trotz oder gerade wegen der Pandemie das beste Jahr aller Zeiten gehabt. Also wir haben letztes Jahr 2020 zum ersten Mal die 100 Millionen Euro Umsatz erreicht und stetig läuft es dann eben nach oben weiter mit 15-20% Wachstum. Also IT-Branche kann ich nur jedem empfehlen, der noch in der Berufswahl ist, geht in diesen Bereich. Ihr habt auf jeden Fall die nächsten 30, 40 Jahre immer zu tun. Es ist eine Branche, die für die Zukunft wichtig ist. Es gibt noch so viele neue Sachen zu erfinden, zu entwickeln. Das ist einfach ein Bereich, wo noch sehr viel die Bevölkerung trifft. Der einzige Nachteil ist, man muss halt im Büro hocken, aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass man irgendwie mal so chillen kann oder keine Ahnung, Sport treiben oder ähnliches. Das sind so die Mehrwerte in der IT-Branche, dass man einfach nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern auch mit den Kollegen dann bestimmte Sachen wie Fitnessprogramme oder ähnliches mitmacht. Und hat dann einfach einen Zusammenhalt in der Branche. Also unserem Bereich geht es gut und es ist trotz Pandemie oder gerade wegen der Pandemie, die ITler sind ja teilweise auch ein bisschen zurückhaltend und eigentlich bloß in ihrem Zimmer, die kommen dann dank so einer Unternehmung dann auch ein bisschen aus sich raus. Also da merke ich jetzt so meine HR-Hintergründe auch ein Stück weit. Sorry für diesen Exkurs. Aber ja klar, also in unseren Bereichen, und das spreche ich allgemein für die IT-Branche, geht es eigentlich nach wie vor nur bergauf. Das Geschäft läuft sozusagen. Ja, also wer wissen möchte, was bei uns alles gut läuft, sollte als Familie mal eine Zeit in Berlin wohnen. nicht als junger und Student, Studentin, sondern wirklich mal so als Familie, wo man auch auf funktionierende Strukturen angewiesen ist. Wer wissen möchte, was in Bayern, Deutschland gut läuft, sollte mal eine Zeit im Ausland wohnen. Also alle, die mal 1, 2 Jahre im Ausland waren und zurückkommen, wirklich reden mit ganz großer Hochachtung, Wertschätzung über die Verhältnisse, die wir in Bayern, in Deutschland insgesamt haben. Also der Blick von außen würde da helfen. Ich würde zum Beispiel ungern im Ausland krank werden. Also jetzt hatten wir 1,5 Jahre Corona und selbst im europäischen Ausland, also wenn ich krank werden würde, dann würde ich tatsächlich am liebsten in Bayern sein und nicht im Ausland, sondern bei uns. Was wir wirklich mehr schätzen müssen, ist das, was viele für selbstverständlich halten, weil das jetzt 70 Jahre lang so war. Frieden, Demokratie, Rechtsstaat, dass wirklich jeder Rechte hat, seine Rechte auch wirklich durchsetzen kann, den Freiraum, die Freiheit.
Die Wirtschaft würde noch gerne ein bisschen mehr Freiheit haben, weniger Bürokratie, aber die Rechte sind insgesamt da. Das Niveau an Wohlstand, das wir erreicht haben, unsere sozialen Sicherungssysteme für diejenigen, die es nicht so leicht haben, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Also wir haben schon wirklich, wirklich tolle Bedingungen. Und wenn man mal die Bevölkerung auf der Welt anschaut, ich glaube, fast alle auf der Welt würden gerne so leben wie wir in Deutschland und ganz besonders natürlich in Bayern. Das ist zu schön. Franz, kann ich mich einfach anschließen an das Ganze. Und wenn man politisch redet man dann, weil man in die Zukunft blickt und sagt, was ist in 10, 20 Jahren? Und da kommen dann die Kritikpunkte auf. Also ein Freund von uns hat jetzt im Sommer eine Fahrt im Hausboot gemacht und sagt, ich bin immer wohin gekommen, wo ich nie hinkomme. Auf Campingplätze, normale Dorfkneipen und so weiter. Die Leute sind zufrieden, hat er gesagt. Das ist nicht so auf dem höchsten Wohlstandsniveau, wo der zum Arbeits unterwegs ist, sondern ganz normale Menschen, sagt, du gehst hin, die Leute sind zufrieden. Aber natürlich hat man schon, wie beim schönen Grillabend, hat man Angst, ums Gewitter kommt. Und so ist es nicht auch. Was sind die großen weltpolitischen Szenarien, ob das jetzt Islamismus ist, ob das jetzt das Erwachen von China ist, ob die Flüchtlingsströme sind, Weltklima. Das sind Themen, die man natürlich am Grillabend ausblendet. Und zurzeit haben wir so ein großes, allen geht es gut und uns geht es gut. Aber man muss die großen Themen natürlich sehen und das erwarten wir eigentlich von der Politik. Was aber nicht heißt, dass man das, was wir heute haben, in der Tat schlecht zu reden hätte. Wir haben da nicht schlecht zu reden, in der Tat. Warum gehen die Flüchtlingsströme in der Welt, warum gehen sie Richtung Deutschland? Also ich glaube auch, dass wir zufrieden sein können. Und wenn man jetzt die Bundestagswahl einigermaßen hinbekommt, dann können wir zuversichtlich sein. Passt. Danke. Also ich bin in vielen Dingen tiefenentspannt, weil ich glaube an unsere jungen Leute, an die Kraft, an die Moral und das, was da jetzt nachwächst. Und ich glaube, dass es uns immer besser gelingt, dass wir Älteren mit der Erfahrung, die wir vielleicht mitbringen, sehr gut und sehr eng mit den jungen Leuten zurechtkommen und zusammenarbeiten und dass da ganz vieles nachwächst, was das ein oder andere Problem für uns dann auch lösen wird. Daran glaube ich. Perfekt. Danke dir. Evolution. Also wir haben einen schönen Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart, sagen wir es mal so. Wir wollen einen schönen Blick in die Zukunft. Da schauen wir mal, was die nächsten Tage auf uns zukommt. Ja. Sollte ich dich auch noch fragen? Du weißt, ich bin ja heute in der Rolle des Moderators, aber ich kriege das ja nie so ganz sauber hin zwischen neutraler Moderator und selbst auch eine Meinung zu haben dahin. Also es wird wahrscheinlich vollkommen ungeeignet als Moderator, aber was läuft gut ist, sage ich, mit dem Humor, mit dem im Hintergrund. Die Digi-Wissen läuft gut, finde ich. Und das sollten wir weitermachen. Perfekt. Das war doch das geilste Schlusswort. Das kann man bestätigen. Ja. Perfekt. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Hat er da Werbung eingeblendet? Genau, jetzt könnt ihr wieder erklären. Wir sehen uns morgen in Aschheim. Wir sind bei dir zu Gast in deinem Rechenzentrum bei Morris Network. Freue ich mich drauf. Mittagswiesen mit Florian Scholbeck kommt vorbei. Der ist Kommunikationschef von Aldi. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden den Frank Miller von Straight dabei haben. Und viele, viele weitere Gäste, die dann dazukommen. Der Andi Lenz aus dem Bundestag, den du auch sehr gut kennst, wird vorbeischauen. Der Benjamin Ajay kommt vorbei von den Grünen, den haben wir gestern auch schon hier gehabt. Und der Bürgermeister von Aschheim, der Herr Glashauser. Den dürfen wir nicht vergessen. Thomas Glashauser, natürlich ganz wichtig. Und was auch toll ist, der gesamte Vorstand, glaube ich, ist irgendwie da. Also entweder vor Ort oder virtuell zugeschaltet. Alle komplett da. Mit verschiedenen Autos, deswegen bin ich heute schon da. Also alle, die 3G haben, können sich auch schnell noch anmelden. Kommen. Alle, die 3G haben, können kommen, müssen sich aber bitte wirklich vorher anmelden auf digiwiesen.bayern, weil ohne Anmeldung geht es halt nicht. Ja. Es gibt auch eine kleine Afterwiesen. Weil wir haben den Clemens Baumgärtner, kommt extra vorbei und macht ein kleines Anzapfen mit euch. Da freue ich mich an. Dann gibt es eine längere Afterwiesen. Der Sitzfleisch. Der hat Sitzfleisch, aber der ist schon wieder, weiß ich, 3 Millionen Termine, ist schon wieder fast unterwegs. Und ganz herzliches Dankeschön an meine Projektmitarbeiterin, Leiterin oder wie man es auch immer nennen will, hier von der Digiwiesen. Lisa, auch für dich ganz herzliches oder an dich ganz herzliches Dankeschön, dass du hier uns auch zur Hand gehst sozusagen, was eigentlich nicht so wirklich die Job Description ist. Danke dir. Ja, das war's. Das hat mich gefreut. Wir sehen uns heute Abend. Wir kommen bei dir wieder zu Gast vorbei. Ich mich.
Und ansonsten schaut um 18 oder Mal 20 reinschauen. Ja, werde ich mich freuen. Ja. Wir sehen uns morgen. Servus, ciao und Servus, Baba. Bis bald. wir essen jetzt ein Stückchen und trinken jetzt, was ihr auch immer wollt. Das war nur so ein Joke, so ein kleiner.